Die Speisekammer stand einen Spalt weit offen, gerade so, dass ein kalter, weißer Lichtstreifen vom Flur hereinfallen konnte. Drinnen roch es nach getrockneten Gewürzen, frisch gemahlenem Kaffee und jener Stille, die zu große Häuser umgibt, wenn alle schlafen. Dort, auf dem Boden sitzend, den Rücken so fest an das Regal gepresst, als wollte sie in das Holz verschwinden, saß Anna Steiner, die Angestellte. Sie trug ihre bordeauxrote Uniform mit weißer Schürze, die Haare unter einer einfachen Haube zusammengebunden und die Augen gesenkt, tief liegend, in einer Traurigkeit, die keine Worte brauchte. In ihren zitternden Händen hielt sie einen Teller mit Reis und Bohnen, Reste, die jemand Stunden zuvor auf einem Silbertablett zurückgelassen hatte. Mit einer Gabel schob sie die Körner auseinander, als würde sie Münzen zählen. Sie aß langsam, nicht aus Zartheit, sondern aus Angst. Angst, dass das Geräusch sie verraten könnte. Angst, dass diese kleine Erleichterung zu schnell enden würde. Am Ende des Flurs, einige Schritte entfernt, war Thomas Müller, ein Millionär im dunklen Anzug, stehen geblieben, als hätte ihn der Marmorboden seines eigenen Hauses in den Nacken getroffen. Thomas war kein Mann, der es gewohnt war, stillzustehen. In Zürich wurde sein Name mit Respekt und Vorsicht ausgesprochen. Inhaber von Unternehmen, Investor, häufiger Gast bei Veranstaltungen, wo Blitzlichter einen blenden und Lächeln nichts bedeuten. Doch in diesem Moment, mit vor dem Körper verschränkten Händen und zusammengepresstem Kiefer, wirkte Thomas wie ein Fremder in seiner eigenen Villa. Er war in den Dienstbotenbereich hinuntergegangen, auf der Suche nach einem Glas Wasser, da ihn die Schlaflosigkeit plagte. Und was er fand, war dieses unfassbare Bild. Eine Frau, versteckt, die etwas aß, das nicht für sie bestimmt war, mit der Geste jemandes, der um Verzeihung für seine Existenz bittet. Anna spürte die Anwesenheit, bevor sie ihn sah. Manche Blicke wiegen schwer. Sie hob den Kopf nur wenige Zentimeter, gerade so viel, dass der feuchte Glanz in ihren Augen auf den Schatten des Mannes traf. Sie erstarrte. Die Gabel hing in der Luft, ihre Kehle schnürte sich zu. »Herr Müller«, flüsterte sie, und in diesem Wort verlor sie die gesamte Würde, die sie noch zu bewahren suchte. Thomas antwortete nicht sofort. Die Stille dehnte sich wie ein straffes Seil, und die einzige Musik war das emotionslose Summen des Kühlschranks im Hintergrund. »Was tun Sie hier?« fragte er schließlich mit einer leiseren Stimme, als er es sich selbst bei einer Vorstandssitzung erlaubt hätte. Anna schluckte, sah auf den Teller, als könnte das Essen erklären, was sie sich nicht traute zu sagen. Dann umklammerte sie den Rand des Porzellantellers mit den Fingern, als wäre er ein Rettungsring. »Verzeihung, ich wollte nicht stören. Ich hatte nur.« Ihre Lippen zitterten. »Ich hatte nur Hunger.« Das Wort Hunger schwebte in der Luft, hässlich, unbehaglich, wie ein Fleck auf einem teuren Teppich. Thomas hörte es wie eine Anklage. Nicht gegen ihn, zumindest nicht laut, aber sein Haus, sein System, seine perfekte Ordnung, alles klang plötzlich wie eine Lüge. Anna senkte den Blick, erwartete den üblichen Schlag, eine Rüge, eine Drohung, einen Blick der Verachtung. »Packen Sie Ihre Sachen und gehen Sie.« Das hatte sie schon früher erlebt, in anderen Häusern, in anderen Städten. Sie hatte in Lausanne, in Bern, in Genf gearbeitet. Immer das Gleiche. Riesige Türen, unsichtbare Regeln und Menschen, die einem nie in die Augen sahen. Instinktiv umklammerte sie die Gabel fest, als könnte man sie ihr entreißen. Thomas machte einen Schritt, dann noch einen. Das Licht des Flurs zeichnete seine Silhouette vor den Regalen ab, die mit Gewürzgläsern und nach Größe geordneten Flaschen gefüllt waren. Als er näher kam, sah er, dass Anna nicht aus Verzweiflung aß, sondern mit Vorsicht, wie jemand, der versucht, ein Stückchen Frieden zu bewahren. Er sah auch die Augenringe, die trockene Haut an den Knöcheln, den ausgefransten Rand der Uniform am Ärmel. Details, die man nie sieht, wenn man oben lebt, wo Probleme nur Zahlen auf Bildschirmen sind. »Anna«, sagte er, und als er ihren Namen aussprach, klang es seltsam, als hätte er ihn noch nie laut gesagt. »Wie lange machen Sie das schon?« Sie schluckte erneut. Die Scham stieg ihr wie Fieber in den Hals. »Nicht immer, Herr Müller, nur in diesen Tagen«, gestand sie. »Manchmal reicht es nicht.« Thomas runzelte die Stirn. Nicht, weil er ihr nicht glaubte, sondern weil sein Gehirn, darauf trainiert, Verträge abzuschließen und Risiken vorherzusehen, diese Realität nicht einzuordnen wusste. »Es reicht nicht aus«, wiederholte er, als wäre es ein Satz in einer anderen Sprache. »Mit dem, was wir Ihnen zahlen?« Anna stieß ein leises, freudloses Lachen aus. »Es war kein Spot, es war Müdigkeit. Mit dem, was ich hier verdiene, zahle ich mein Zimmer, die Fahrt, die Medikamente für meine Mutter und schicke, was ich kann, für meine Kinder.« Ihre Augen füllten sich mit Tränen. »Und am Wochenende,
bleibt nichts mehr übrig. Thomas spürte einen Stich in der Brust. Ihre Kinder. Er wusste nichts davon. Er wusste, dass Anna pünktlich, still und effizient war. Er wusste, dass sich niemand über sie beschwerte. Er wusste, dass das Haus glänzte. Aber er wusste nicht, dass es ein Leben hinter der Uniform gab. Annas Hand zitterte und die Gabel stieß sanft gegen den Teller. Ein zu lautes Geräusch für das, was sie wollte. Dieses Geräusch schien den Millionär aus seiner Lähmung zu wecken. »Ich werde Sie deswegen nicht entlassen«, sagte Thomas fast verteidigend, als würde er die Angst in ihrem Gesicht vorwegnehmen. Niemand sollte sich verstecken müssen, um zu essen. Anna blickte schnell und ungläubig auf. Ihre Augen suchten nach einer Falle. Reiche, so ihre Erfahrung, gaben nichts, ohne es auf irgendeine Weise einzufordern. Thomas beugte sich leicht vor, ohne sich ganz zu bücken, als wäre der Abstand zwischen ihnen ein Abgrund, den er nicht zu überqueren wusste. »Warum haben Sie nichts gesagt?« fragte er. Anna presste die Lippen zusammen. »Weil, wem soll man es sagen?« antwortete sie mit roher Ehrlichkeit. »Man ist hier unsichtbar. Und wenn man spricht, stört man.« Dieser Satz traf Thomas härter als jede Schlagzeile. Unsichtbar. Das ganze Haus war voller Menschen, die er nicht sah. Menschen, die sein Leben funktionierten. Menschen mit Hunger. Thomas richtete sich auf, sah sich um. Perfekte Regale, Weidenkörbe, Gläser mit Etiketten, eine Speisekammer, die wie ein Katalog aussah, und doch saß eine Frau auf dem Boden und aß Reste, als würde sie ein Verbrechen begehen. Irgendwo am Flur schlug eine Uhr mit einem subtilen Ticken die Stunde. Thomas spürte zum ersten Mal seit Jahren, dass die Zeit ihm nicht gehörte. »Kommen Sie«, sagte er plötzlich, und sein Ton war weder Befehl noch Tadel, sondern etwas Ungeschickteres, Dringendes. Anna spannte sich an. »Herr Müller, ich beende das und...« »Nein, bitte, kommen Sie«, beharrte Thomas. Und dieses Wort, »bitte«, kam ihm seltsam und schwer vor. Sie zögerte. Dann stellte sie den Teller vorsichtig beiseite, wischte sich die Lippen mit dem Handrücken ab und stand auf. Ihre Knie knackten ein wenig. Thomas bemerkte auch dieses Detail. Körperliche Erschöpfung, die sich angesammelt hatte. Sie gingen schweigend den Flur entlang. Der Millionär ging voran, aber nicht mit der üblichen arroganten Sicherheit. Er ging, als betrete jemand einen dunklen Raum auf der Suche nach etwas lange Verlorenem. Sie erreichten die Hauptküche, riesig, modern, mit glänzenden Oberflächen, die das Licht reflektierten. Thomas öffnete den Kühlschrank, als wäre es ein Geständnis, holte einen Behälter mit Essen, Brot, Obst heraus. Dann sah er Anna an. »Wenn Sie essen, dann essen Sie hier«, sagte er. »Setzen Sie sich auf einen Stuhl mit einem Glas Wasser, ohne sich zu verstecken.« Anna blinzelte und schluckte einen Kloß. Sie wusste nicht, ob sie danken oder weinen sollte. Die Küche war für sie fremdes Terrain, obwohl sie darin arbeitete. Sie war das Herz des Hauses, aber nie das Herz ihres Lebens. »Danke, Herr Müller«, flüsterte sie. Thomas sah auf seine Hände, als wüsste er plötzlich nicht, was er mit ihnen anfangen sollte. »Ich heiße Thomas«, korrigierte er, ohne Härte. »Wenn die anderen nicht da sind, können Sie Thomas zu mir sagen.« Anna öffnete den Mund, doch es kam kein Wort heraus. Sie nickte. Sie setzte sich nur langsam hin, als wäre der Stuhl zerbrechlich oder als verdiene sie es nicht, ihn zu besetzen. Thomas schenkte ihr Wasser ein. Er sah, wie Anna vorsichtig trank, und der einfache Akt des Trinkens vor den Augen eines anderen, ohne Angst, schien sie mehr zu kosten, als das ganze Haus zu putzen. Und genau da, in diesem Augenblick, in dem die Küche zu einer Bühne der Wahrheit wurde, spürte Thomas, wie etwas in ihm zerbrach. Es war kein großer Schlag, es war ein stiller Riss, dieselbe Art von Riss, der an einer perfekten Wand beginnt und mit der Zeit enthüllt, was dahinter liegt. Denn Thomas sah nicht nur die Angestellte, die Reste aß, er sah eine Frau, die eine Welt trug. Er sah ein System, dessen Besitzer und Komplize er war. Und ohne noch zu verstehen, wie, wusste er, dass dieses Bild ihn nie wieder schlafen lassen würde. Und bevor wir fortfahren, lassen Sie mich Ihnen etwas sagen. Wenn Ihnen diese Szene die Brust zuschnürte, wenn Sie die Ungerechtigkeit und auch die Hoffnung spürten, dass sich etwas ändern wird, dann ist diese Geschichte für Sie. Abonnieren Sie den Kanal jetzt, denn es kommen Wendungen, die Sie sprachlos machen werden. Und hier erzählen wir Geschichten, die nicht nur unterhalten, sondern auch das Herz wecken. Und ich stelle Ihnen eine Frage. Aus welcher Stadt hören Sie diese Geschichte? Hinterlassen Sie es in den Kommentaren. Ich möchte es lesen, denn vielleicht fühlt sich irgendwo jemand genauso unsichtbar, wie Anna sich in dieser Nacht fühlte. Thomas lehnte sich an die Arbeitsplatte und beobachtete Anna beim Essen. Nicht mehr versteckt, aber immer noch mit eingezogenem Rücken. Sie führte einen Bissen zum Mund,
und ihre Augen wurden feucht. Sie weinte nicht, sie widerstand. Menschen wie Anna lernen Tränen zu schlucken, wie sie lernen, Geschirr schnell und geräuschlos abzuwaschen. »Wie heißen Ihre Kinder?« fragte Thomas versuchend, beiläufig zu klingen, obwohl seine Stimme eine neue Anspannung trug. Anna kaute langsam, bevor sie antwortete. »Mia und Leo«, sagte sie. »Mia ist 8, Leo 5. Thomas wiederholte die Namen innerlich, als wären sie ein Passwort. »Leben Sie bei Ihnen hier in Zürich?« Sie verneinte. »Nein, sie sind bei meiner Mutter I.M. Wallace. Ich schicke, was ich kann, und wenn ich genug habe, besuche ich sie. Aber«, sie biss sich auf die Lippe, »ich habe sie seit 3 Monaten nicht mehr umarmt.« Thomas spürte diesen Satz wie einen trockenen Schlag. Er dachte an seine eigenen Kinder oben, I.M. Stock, schlafend in riesigen Zimmern, mit Spielzeug, das sie nicht anfassten, mit Kindermädchen, die sich um sie kümmerten. Er dachte daran, wie er ihnen manchmal einen zerstreuten Kuss gab, bevor er zu einem Meeting ging. Er dachte daran, wie einfach es für ihn war, morgen zu sagen und es einzuhalten. Für Anna war morgen ein teures Versprechen. »Und Ihre Mutter?« fragte er fast unwillkürlich. »Sie ist lungenkrank«, antwortete Anna. »Sie braucht Inhalatoren. Und manchmal den Arzt. Ich tue, was ich kann.« Thomas senkte den Blick. »Ich tue, was ich kann.« Auch er sagte das, aber in seiner Welt bedeutete es, zwischen 2 Investitionen zu wählen. In Annas Welt bedeutete es, zwischen Essen oder Medikamenten zu wählen. Eine seltsame Stille breitete sich aus, nicht unbehaglich, eher schwer, als würde das ganze Haus zuhören. Thomas ging zum Küchenfenster, blickte auf den perfekt von sanften Lichtern beleuchteten Garten und empfand Scham. Nicht die oberflächliche Scham dessen, was die Leute sagen würden, sondern eine gefährlichere Scham, die einen zwingt, sein gesamtes Leben zu betrachten und sich zu fragen, wann man gefühllos geworden war. Anna setzte an, fand aber nicht das Ende des Satzes. Sie sah ihn wachsam an, gewohnt, dass jede freundliche Geste mit einer Bedingung einherging. Thomas atmete tief ein. »Morgen möchte ich, dass Sie mich ins Verwaltungsbüro begleiten«, sagte er. »Wir werden Ihr Gehalt und Ihre Arbeitszeiten überprüfen und alles, was Sie brauchen, damit Sie dies nicht noch einmal durchmachen müssen.« Anna blieb unbeweglich. Die Angst kehrte plötzlich zurück, vermischt mit etwas, das ihr in den Augen brannte. Hoffnung. »Herr Müller, ich möchte keine Probleme«, sagte sie schnell. »Wenn ich etwas falsch gemacht habe, sagen Sie es mir. Und ich.« »Sie haben nichts falsch gemacht«, unterbrach Thomas sie bestimmt. »Derjenige, der etwas falsch gemacht hat, war ich, ohne es zu wissen.« Diese so einfachen Worte ließen Anna nach Luft schnappen, als wäre sie unter Wasser gewesen. Thomas zwang sich, sie direkt anzusehen. »Ich dachte, es reichte aus, zu bezahlen«, fuhr er fort. »Ich dachte, meine Verantwortung endete mit dem Scheck. Aber Sie«, er deutete auf den Flur, aus dem sie gekommen waren. »Sie aßen versteckt in meinem Haus, in einem Haus, in dem Essen im Überfluss vorhanden ist. Das macht keinen Sinn.« Anna senkte den Blick erneut, denn wenn jemand Mächtiges Schuld eingesteht, wissen Menschen wie sie ohne Zittern stehen sollen. »Manchmal gewöhnt man sich daran«, murmelte Anna. »An die Scham, meine ich.« Thomas schloss einen Augenblick die Augen. Das Wort gewöhnen jagte ihm Schauer über den Rücken, denn auch er hatte sich daran gewöhnt, nicht zu sehen. In diesem Moment kam von oben ein leises Geräusch, wie ein kleines Wimmern, ein Kind. Thomas riss die Augen auf. »Haben Sie das gehört?« fragte er. Anna nickte. »Das muss die kleine Lena sein«, sagte sie, und ihre Stimme änderte sich auf natürliche Weise, sanft, mütterlich. Manchmal wacht sie mit Albträumen auf. Thomas spannte sich an. Lena war seine 6-jährige jüngere Tochter. Seit dem Tod seiner Frau vor einem Jahr hatte Lena schlechte Nächte, und Thomas hatte sich in die Arbeit geflüchtet, in Zahlen, in die Vorstellung, dass Schmerz mit Kontrolle zu beheben sei. Doch Schmerz versteht keine Kontrolle. »Das Kindermädchen ist bei ihr«, sagte Thomas, als wollte er sich selbst überzeugen. Anna zögerte. »Heute ist das Kindermädchen früh gegangen, weil ihr Sohn krank wurde. Ich blieb wach, falls etwas passieren sollte.« Thomas spürte einen weiteren Stich. Anna, mit Hunger, mit Müdigkeit, mit ihrer Welt auf ihren Schultern, und doch kümmerte sie sich um seine Tochter. »Warum?« fragte er. Und es war keine Frage eines Chefs, es war die Frage eines zerbrochenen Mannes. »Warum sind Sie geblieben?« Anna sah auf den fast leeren Teller. »Weil die Kinder nichts dafür können«, antwortete sie. »Und weil, seit ihre Frau nicht mehr da ist, dem Mädchen eine Umarmung fehlt, das merkt man.« Thomas ballte die Faust auf der Arbeitsplatte. Die Wahrheit drang wie ein Messer in ihn ein. Seiner Tochter fehlte eine Umarmung, und er war nicht da.
Thomas ging zur Treppe, doch bevor er hinaufstieg, drehte er sich um. »Wenn Sie fertig sind, kommen Sie hoch«, sagte er zu Anna. »Ich möchte, dass Sie mir zeigen, wo Lenas Zimmer ist und wie Sie sie beruhigen, wenn sie aufwacht.« Anna riss überrascht die Augen auf. Es war nicht üblich, dass der Millionär etwas lernen wollte, das nicht in seinen Zuständigkeitsbereich fiel. »In Ordnung«, flüsterte Thomas. Er stieg langsam hinauf, und jeder Schritt klang wie ein Urteil. Als er den Flur der Schlafzimmer erreichte, hörte er Lenas stockende Stimme, die ihn rief: »Papa!« Die Stimme war klein, zerbrechlich. »Papa, bist du da?« Thomas blieb vor der Tür stehen. Für einen Augenblick fürchtete er sich davor, hineinzugehen. Angst, nicht zu wissen, was er sagen sollte. Angst, zu entdecken, dass Liebe auch durch Abwesenheit verloren gehen kann. Er trat ein. Lena saß im Bett und umarmte ein Stofftier. Ihre Augen waren rot. Als sie ihn sah, streckte sie eine zitternde Hand aus. »Ich habe geträumt, dass Mama wieder geht«, sagte sie. Thomas schluckte, näherte sich, setzte sich auf den Bettrand und umarmte seine Tochter zum ersten Mal seit Wochen mit Absicht, nicht in Eile. »Ich gehe nicht«, versprach er ihr, obwohl er nicht wusste, ob er es halten konnte. Lena klammerte sich an seinen Hals. »Ich habe dich unten gehört«, murmelte sie. »Mit wem hast du gesprochen?« Thomas spürte, wie sich sein Herz zusammenzog. »Mit Anna«, antwortete er. »Sie arbeitet hier, und sie hat mir geholfen, etwas Wichtiges zu verstehen.« Lena löste sich etwas und sah ihn an. »Anna ist gut«, sagte das Mädchen mit absoluter Gewissheit. »Wenn ich weine, singt sie mir leise vor.« Thomas schloss einen Augenblick die Augen. Wie war es möglich, dass seine Tochter Annas Güte besser kannte als er? Eine halbe Stunde später kam Anna mit schüchternen Schritten herauf. Sie blieb an der Tür stehen, als wäre der Flur der Schlafzimmer kein Gebiet für sie. Thomas sah sie von Lenas Zimmer aus. »Kommen Sie herein«, sagte er. Anna trat langsam ein. Lena sah sie an, und ihr Gesicht leuchtete auf. »Anna«, flüsterte sie und streckte die Arme aus. Anna zögerte, sah Thomas an und wartete auf Erlaubnis. Thomas nickte. Dann näherte sich Anna und umarmte das Mädchen mit einer Zärtlichkeit, die die Luft zerschnitt. Lena legte ihren Kopf auf ihre Schulter, und Anna streichelte ihr Haar, als wäre es das Natürlichste auf der Welt. »Möchtest du, dass ich dir etwas vorsinge?« fragte Anna. Lena nickte. Anna begann leise ein sanftes Wiegenlied zu singen. Thomas stand in der Ecke und schaute zu, spürte, wie sich etwas in seiner Brust lockerte, wie eine Krawatte, die sich nach Jahren endlich löste. Als das Mädchen sich beruhigt hatte, sprach Thomas leise, um den Moment nicht zu stören. »Anna«, sagte er, »ich wusste nichts davon.« Sie hörte nicht auf, Lenas Haar zu streicheln. »Sie hatten viel um die Ohren, Herr Thomas«, antwortete sie, ohne zu beschuldigen, nur mit der Wahrheit. Das Haus gewöhnt sich daran, weiter zu funktionieren, auch wenn jemand fehlt, aber Kinder gewöhnen sich nicht so schnell. Thomas spürte die Lektion wie eine Welle. In seiner Welt konnte alles ersetzt werden. Ein Manager, ein Lieferant, ein Auto, ein Plan, aber die Umarmung einer Mutter nicht. Als Lena eingeschlafen war, stand Anna vorsichtig auf, als wäre der Schlaf eine zerbrechliche Sache. Thomas begleitete sie auf den Flur. »Danke«, sagte er, und zum ersten Mal klang dieses Wort, wie es sollte, wie eine Schuld. Anna senkte den Blick. »Ich mache nur meine Arbeit«, Thomas verneinte. »Sie tun mehr als das. Und ich.« Seine Stimme brach kaum merklich. »Ich habe gelebt, als wären die Menschen hier nur Teil des Mobiliars.« Anna antwortete nicht, denn manchmal, wenn jemand Mächtiges anfängt zu sehen, ist es am besten, die Stille die Arbeit beenden zu lassen. Thomas sah sie den Dienstbotenflur entlang gehen. Und dann, gerade als sie um die Ecke biegen wollte, sah Thomas etwas, das er vorher nicht bemerkt hatte. Ein abgenutztes Stoffarmband an ihrem Handgelenk mit 2 winzigen Initialen, M und L, Mia und Leo. Thomas blieb stehen. Dieses Armband war eine Erinnerung an ein Leben, das Anna trug, selbst wenn sie fremde Badezimmer putzte. Eine Erinnerung daran, dass sie nicht die Angestellte war, sondern eine Mutter. In dieser Nacht kehrte Thomas nicht in sein Zimmer zurück. Er blieb im Arbeitszimmer und starrte auf Dokumente, die nichts mehr bedeuteten. Er öffnete seinen Laptop, überprüfte Zahlen, Verträge, Budgets, doch das Bild von Anna, die Reste auf dem Boden aß, brannte sich wie ein Standbild in sein Gedächtnis. Was ihn jedoch am meisten zerstörte, war nicht Annas Hunger, sondern seine eigene Blindheit. Es war die Erkenntnis, dass er ein Imperium aufgebaut hatte und doch am grundlegendsten versagt hatte, der Menschlichkeit. Kurz vor Sonnenaufgang hörte er leise Schritte auf dem Flur. Es war Anna, bereit, den Tag zu beginnen, als wäre nichts geschehen,
als hätte ihr die Scham nicht Stunden zuvor in der Kehle gezittert. Thomas trat heraus und hielt sie mit einer Geste an. »Anna«, sagte er. Sie blieb stehen. »Guten Morgen, Herr Thomas.« Thomas atmete tief ein. »Heute werden wir das hier in Ordnung bringen«, sagte er. »Nicht nur Ihr Gehalt, nicht nur das Essen, alles.« Anna runzelte verwirrt die Stirn. »Alles was?« Thomas sah sich um. Das Haus, das Personal, die Flure, die wie Labyrinthe wirkten. »Mein Leben«, antwortete er mit einer Ehrlichkeit, die ihn selbst erschreckte. »Denn letzte Nacht wurde mir klar, dass ich alles habe, aber leer bin, und Sie, mit weniger, als Sie verdienen, können immer noch besser für meine Kinder sorgen als ich.« Anna öffnete den Mund, sagte aber nichts. Manchmal lässt die Wahrheit einen sprachlos zurück. Thomas trat näher. »Ich möchte Ihnen helfen, Ihre Kinder nach Zürich zu holen.« Das stieß er plötzlich heraus, als würde er, wenn er es in diesem Moment nicht sagte, feige werden. »Ich möchte, dass Sie einen würdigen Platz haben und nie wieder Hunger leiden müssen.« Anna erstarrte. Ihre Augen füllten sich mit Angst und Misstrauen. Denn große Versprechen bringen oft Schmerz mit sich. »Warum?« fragte sie flüsternd. »Was wollen Sie im Gegenzug?« Thomas spürte einen Schlag in den Magen. Dass sie so dachte, war logisch. Es war das Leben, das sie Misstrauen lehrte. »Nichts«, sagte er, und seine Stimme war fest. »Ich will nichts im Gegenzug, ich will nur das Richtige tun.« Anna presste die Kiefer zusammen. »Das Richtige?« wiederholte sie, als würde sie das Wort prüfen. »Das Richtige kommt für Menschen wie mich fast nie.« Thomas sah sie mit ehrlichem Schmerz an. »Dann werden wir es tun«, antwortete er. »Auch wenn es spät ist.« Anna schluckte. Und in ihren Augen erschien diese gefährliche Mischung aus Hoffnung und Terror. Die Hoffnung, dass sich endlich etwas ändern würde, und der Terror, dass es eine Lüge sein könnte. Und so im Flur einer Villa in Zürich, während der Morgen begann, die Gläser in der Speisekammer zu erleuchten, spürte Thomas Müller, dass das Schicksal eine Schuld von ihm einforderte, von der er nichts gewusst hatte. Denn was er in dieser Nacht sah, eine Frau, die sich versteckte, um Reste zu essen, war nicht nur eine traurige Szene. Es war ein Spiegel, und das Spiegelbild konnte nicht ignoriert werden. Doch Thomas wusste noch nicht das Schlimmste, noch nicht, was diese Wahrheit wecken würde. Denn Annas Geschichte war nicht nur Hunger, es war ein vergrabenes Geheimnis. Ein Geheimnis, das, wenn es ans Licht käme, dieses Haus bis in seine Grundfesten erschüttern und das Leben des Millionärs für immer verändern würde. Der Morgen in der Villa Müller brach anders an, auch wenn auf den ersten Blick nichts verändert schien. Die Sonne fiel durch die weiten Fenster des Hauptesszimmers und beleuchtete den langen, polierten Holztisch, auf dem jeder Teller mit mathematischer Präzision platziert war. Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee mischte sich mit dem von Toast und frischem Orangensaft. Alles schien perfekt wie immer. Doch in Thomas Müller passte etwas nicht mehr zusammen. Er stand am Kopfende des Tisches, sein Jackett war offen, trotz der milden Zürcher Wärme. Er hatte nicht mehr als eine Stunde geschlafen. Das Bild von Anna, wie sie auf dem Boden der Speisekammer saß und Reste aß, als wäre es ein Verbrechen, wiederholte sich immer wieder in seinem Kopf. Jedes Mal, wenn er die Augen schloss, sah er das Zittern in ihren Händen, die Angst in ihrer Stimme, als sie das Wort Hunger aussprach. Aus der Küche beobachtete Anna das Esszimmer mit routinierten Blicken. Sie servierte das Frühstück mit präzisen, geräuschlosen Bewegungen. Niemand hätte geahnt, dass sie Stunden zuvor versteckt gewesen war und gefleht hatte, nicht entdeckt zu werden. Ihr Gesicht war gelassen, doch ihre Augen hatten eine andere Tiefe, als wüsste auch sie, dass sich etwas im unsichtbaren Gleichgewicht des Hauses verschoben hatte. Lena kam die Treppe herunter, im rosa Pyjama und mit zerzaustem Haar. »Guten Morgen, Papa«, sagte sie mit noch verschlafener Stimme. Thomas sah sie an diesem Morgen anders an. Nicht wie der Geschäftsmann, der Termine überprüft, sondern wie ein Vater, der gerade erst begann zu erkennen, was er verloren hatte. »Guten Morgen, Prinzessin«, antwortete er, und diesmal war sein Lächeln echt. Lena sah sich um. »Anna ist schon wach?« Thomas bemerkte die Natürlichkeit, mit der seine Tochter diesen Namen aussprach. Es war nicht die Angestellte, es war Anna. »Ja«, antwortete er, »sie ist in der Küche.« Lena stieg vom Stuhl und rannte zur Tür. »Anna!« Anna erschien mit einem Tuch in der Hand, überrascht von der Begeisterung. »Guten Morgen, mein Kind«, begrüßte sie sanft. Lena umarmte sie ohne zu zögern. Diese einfache, spontane Geste schnürte Thomas die Brust zu, als würde ihm jemand eine Szene zeigen, die er schon vor Monaten hätte sehen sollen. Während des Frühstücks bemerkte Thomas Details, die ihm zuvor entgangen waren. Er sah, wie Anna diskret darauf achtete, dass Lena gut aß.
Er sah, wie sie ihr das Glas reichte, bevor das Mädchen danach fragte. Er sah diese stille Verbindung, die in Räumen entsteht, wo Schmerz Trost braucht. Als die Kinder fertig waren und mit der Gouvernante in den Garten gingen, bat Thomas Anna zu bleiben. Sie spannte sich leicht an. »Ja, Herr Thomas, ich möchte, dass Sie mir die ganze Wahrheit erzählen«, sagte er und zeigte auf einen Stuhl gegenüber dem Tisch. Anna zögerte, blickte auf den Boden. Dort zu sitzen, dem Hausherrn gegenüber, war nichts Übliches. »Es ist nicht nötig, dass ich mich setze«, versuchte sie zu sagen. »Doch, das ist es«, antwortete er mit ruhiger Bestimmtheit. »Wenn wir sprechen, dann tun wir es von Angesicht zu Angesicht.« Anna gehorchte vorsichtig. Sie setzte sich an den Rand des Stuhls, als wäre sie bereit, jederzeit aufzustehen. Thomas atmete tief ein. »Gestern Abend sagten Sie mir, dass es nicht reicht«, begann er. »Ich möchte genau wissen, wie Sie leben.« Die Frage war keine Anklage, sondern ein Versuch des Verstehens. Trotzdem spürte Anna, wie die alte Angst ihren Rücken hinauflief. »Ich verdiene das Vereinbarte, Herr Müller. Ich beschwere mich nicht«, sagte sie automatisch. Thomas schüttelte den Kopf. »Ich will nicht die richtige Antwort hören. Ich will die Wahrheit hören.« Dieser Zwischenton änderte etwas. Anna hob den Blick. Zum ersten Mal sah sie nicht den Chef, sondern einen verwirrten Mann. »Ich zahle für ein Zimmer in Altstetten«, begann sie langsam. »Es ist klein, geteilt. Manchmal fällt das Wasser aus, manchmal der Strom. Ich schicke Geld an meine Mutter für die Medikamente. Mia braucht neue Schulsachen. Leo.« Ihre Stimme brach kaum merklich. »Leo möchte Fußballunterricht nehmen.« Thomas hörte zu, ohne zu unterbrechen. »Ich dachte, ich könnte mehr sparen«, fuhr sie fort. »Aber wenn die Preise steigen, fehlt immer etwas. Und wenn man das wenige, das man hat, wegschickt, bleibt man selbst mit weniger hier.« »Wie viel bleibt Ihnen im Monat für sich?«, fragte Thomas. Anna zögerte, beschämt. Manche Wochen, nichts. Die folgende Stille war schwerer als jeder Vorwurf. Thomas stützte sich auf den Tisch und spürte, dass jedes Wort eine unbequeme Offenbarung war. »Wie oft haben Sie hier Hunger gelitten?«, fragte er. Anna senkte den Blick. So oft, dass es niemandem auffällt. Dieser Satz traf hart. Thomas spürte eine Mischung aus Wut und Schuld. »Warum haben Sie nicht mit mir gesprochen?« Sie sah ihn mit brutaler Ehrlichkeit an. Weil Menschen wie Sie so etwas normalerweise nicht hören wollen und weil man, wenn man zu viel braucht, stört. Thomas ballte die Fäuste. »Das wird sich ändern.« Anna runzelte die Stirn. »Herr Müller, mit Verlaub, das habe ich schon oft gehört.« Thomas sah sie fest an. »Ich habe auch schon viele Versprechen in meinem Leben gehört, aber das ist kein Versprechen, es ist eine Entscheidung.« Er stand auf und ging zum Fenster. Er sah den makellosen Garten, die präzise geschnittenen Hecken. Alles unter Kontrolle, außer dem Wesentlichen. »Noch heute werden wir ihr Gehalt anpassen«, fuhr er fort. »Aber nicht nur das. Ich möchte die Bedingungen für das gesamte Personal überprüfen. Niemand hier sollte sich verstecken müssen, um zu essen.« Anna spürte einen Close-Eye im Hals. »Das könnte Probleme bereiten, Herr Müller.« »Für wen?«, fragte er. Sie zögerte. »Für Sie, für das Unternehmen, für Ihr Image.« Thomas stieß ein kurzes, bitteres Lachen aus. »Mein Image ist nicht mehr wert als die Würde derer, die für mich arbeiten.« Dieser Satz schwebte zwischen ihnen. Doch was Thomas noch nicht wusste, war, dass die Geschichte nicht auf Annas Armut beschränkt war. Es gab etwas Tiefgründigeres. Etwas, das ihren müden Blick, ihre Art, Lena mit solcher Intensität zu umarmen, erklärte. »Was erzählen Sie mir noch nicht?«, fragte er plötzlich. Anna spürte, wie ihr Herz schneller schlug. »Nichts.« Thomas beobachtete sie aufmerksam. »Gestern Abend erwähnten Sie, dass Ihre Mutter krank ist. Aber als Sie Lena vorsangen, schien es, als würden Sie für jemand anderen singen.« Anna schloss einen Augenblick die Augen. »Ich singe auch für meine Kinder«, gab sie zu. Thomas neigte den Kopf. »Dann erzählen Sie mir die ganze Wahrheit.« Sie atmete tief ein. »Mein Mann ist vor 2 Jahren gestorben«, sagte sie schließlich. »Er arbeitete auf dem Bau. Er fiel von einem Gerüst. Es gab keine Versicherung. Es gab keine Entschädigung.« Thomas spürte einen trockenen Schlag in der Brust. »Seitdem«, fuhr sie fort, »bin ich alles für meine Kinder.« Die Küche verstummte. Das ferne Geräusch aus dem Garten schien fremd. »Und deshalb sind Sie nach Zürich gekommen?«, fragte er. Anna nickte. »Im Wallis fand ich keine feste Arbeit. Hier habe ich zumindest das hier. Das hier, ein kleines Wort für so viel Opfer.« Thomas spürte, wie jede Schicht seines bequemen Lebens zerbröselte. Die Angestellte, die er jeden Tag sah, war nicht nur eine stille Arbeitskraft. Sie war eine Frau, die ihren Mann verloren hatte, die Kinder aus der Ferne großzog, die jeden Franken schickte, als wäre es Gold. Sie verdienen es nicht, sich zum Essen verstecken zu müssen.
sagte er mit fester Stimme. Anna sah ihn an, doch diesmal lag kein Misstrauen in ihren Augen. Da war Müdigkeit und eine schüchterne Hoffnung. »Herr Thomas«, flüsterte sie, »ich möchte keine Wohltätigkeit.« »Ich biete Ihnen keine Wohltätigkeit an«, antwortete er. »Ich biete Ihnen Gerechtigkeit.« Das Wort hallte in der Luft wieder. In diesem Moment öffnete sich die Haupttür mit Wucht. Das abrupte Geräusch unterbrach den Moment. Es war Roman, Thomas' Bruder und Partner in mehreren Unternehmen. Er hatte die Stirn gerunzelt und das Handy in der Hand. »Thomas, wir müssen reden«, sagte er mit dringendem Ton. Roman blieb stehen, als er Anna am Tisch sitzen sah. »Was macht sie hier?«, fragte er, ohne seinen Ärger zu verbergen. Die Atmosphäre änderte sich sofort. Anna stand instinktiv auf. »Verzeihung, Herr«, murmelte sie. Thomas spürte einen Funken Wut. »Sie ist hier, weil ich sie gebeten habe, sich zu setzen«, antwortete er kühl. Roman hob eine Augenbraue. »Seit wann mischst du Angelegenheiten des Personals mit der Familie?« Thomas trat vor. »Seit ich verstanden habe, dass der Dienst keine untergeordnete Kategorie ist.« Roman sah ihn ungläubig an. »Was ist los?« Thomas atmete tief ein. »Es ist los, dass ich letzte Nacht etwas entdeckt habe, das in meinem eigenen Haus nicht passieren sollte.« Roman verschränkte die Arme. »Und das wäre?« Thomas sah Anna an, dann seinen Bruder. »Dass eine meiner Angestellten sich versteckt hat, um Reste zu essen, weil ihr Gehalt nicht ausreicht.« Die Stille war sofort da. Roman stieß ein kurzes Lachen aus. »Das ist nicht deine persönliche Verantwortung.« Thomas sah ihn streng an. »Doch, das ist es.« Roman schüttelte den Kopf. »Wenn du anfängst, dich emotional in jeden Mitarbeiter zu involvieren, verlierst du die Kontrolle.« Thomas spürte, wie die alte Geschäftslogik mit dem neuen Riss in seinem Inneren kollidierte. »Vielleicht ist Kontrolle nicht das Wichtigste«, sagte er mit gefährlicher Ruhe. Roman sah ihn an, als erkenne er den Mann vor sich nicht. »Reagierst du wegen einer sentimentalen Szene?« Thomas trat einen Schritt näher. »Ich reagiere nicht, weil ich zum ersten Mal die Realität gesehen habe.« Roman schwieg einige Sekunden. »Wenn du Gehälter erhöhst, ohne Budgets zu überprüfen, wird das die Rentabilität beeinträchtigen.« Thomas hielt seinen Blick. »Dann werden wir die Budgets überprüfen.« Roman seufzte. »Du mischst dich in etwas Unnötiges ein.« Thomas verneinte. Das Unnötige war, dass sie hier Hunger litt. Anna blieb still und spürte, wie über ihr Leben diskutiert wurde, als wäre es ein weiteres Projekt. Thomas wandte sich ihr zu. »Anna, Sie können sich jetzt zurückziehen.« Sie nickte und ging schweigend hinaus, doch ihr Herz schlug heftig. Als die Tür sich schloss, sprach Roman leise. »Du kannst nicht zulassen, dass Emotionen deine Entscheidungen lenken, Thomas.« Thomas sah ihn mit neuer Klarheit an. »Vielleicht war ich deshalb so lange leer.« Roman antwortete nicht. Und während die Brüder Zahlen und Prinzipien diskutierten, ging Anna zum Personalzimmer. Ihre Gedanken waren aufgewühlt. Sie wusste nicht, ob das, was an diesem Morgen begonnen hatte, ihre Rettung sein würde oder der Anfang von etwas, das alles zerbrechen könnte. Denn manchmal, wenn jemand Mächtiges beschließt, sich zu ändern, verwandelt sich nicht nur sein Leben, es erwachen auch Widerstände, Geheimnisse, versteckte Interessen. Und Anna wusste noch nicht, dass der Tod ihres Mannes kein einfacher Unfall gewesen war und dass diese jahrelang vergrabene Wahrheit kurz davor stand, ans Licht zu kommen. Und wenn das geschah, würde es nicht nur ihr Schicksal ändern, es würde Thomas' Leben für immer verändern. Der Rest des Tages in der Villa Müller war nicht normal. Nichts explodierte, niemand schrie. Es gab keine dramatischen Szenen vor dem Personal, aber die Luft änderte sich. Sie fühlte sich dichter an, so wie wenn ein Gewitter in Zürich aufzieht und die Wolken noch nicht abladen, aber der Himmel nicht mehr derselbe ist. Nach der Diskussion mit Roman schloss sich Thomas in seinem Arbeitszimmer ein. Er schloss die Tür ab, etwas, das er selten tat. Auf dem Schreibtisch lagen Verträge, Ordner mit Finanzberichten, Wachstumsdiagramme und Quartalsprognosen. All das, was jahrelang sein Leben bestimmt hatte, doch nun wirkten diese Blätter wie leeres Papier. Er öffnete seinen Laptop und begann, die Lohnabrechnungen des Hauspersonals zu überprüfen. Jeder Name war eine Geschichte, die er nie hinterfragt hatte. Anna Steiner, Julia Meyer, Ernst Bachmann, Dienstalter, Arbeitszeiten, Löhne. Während er den Cursor über den Bildschirm zog, erinnerte er sich an Romans Worte: »Wenn du anfängst, dich emotional in jeden Mitarbeiter zu involvieren, verlierst du die Kontrolle.« Aber was war Kontrolle wirklich? Ein System, das funktionierte, ohne die Menschen zu beachten, die es aufrechterhielten. Thomas schloss einen Augenblick die Augen und sah Anna wieder auf dem Boden, den Teller mit Reis und Bohnen in der Hand. Nein, das war keine Kontrolle.
das war Gleichgültigkeit. Währenddessen saß Anna im Personalzimmer auf dem Rand ihres schmalen Bettes. Der kleine Raum hatte ein Fenster, das zum hinteren Teil des Hauses zeigte. Von dort aus konnte sie die hohe Mauer sehen, die die Villa vom Rest der Welt trennte. Eine Mauer, die ihr schon immer symbolisch erschienen war. Sie hielt ihr Handy in den Händen. Sie starrte auf den Bildschirm, ohne sich zu trauen anzurufen. Schließlich wählte sie die Nummer ihrer Mutter, I.M. Wallace. »Hallo«, antwortete die müde Stimme am anderen Ende. »Mama, ich bin's. Anna, Kind, alles in Ordnung?« Anna zögerte. »Ja, nun, ich weiß nicht.« Ihre Mutter schwieg. »Ist etwas passiert?« Anna atmete tief ein. »Herr Thomas hat mich letzte Nacht beim Essen in der Speisekammer gesehen.« Es herrschte eine angespannte Stille. »Hat er dich entlassen?« fragte ihre Mutter ängstlich. »Nein, das ist das Seltsame.« Anna presste das Telefon ans Ohr. »Er sagt, er will helfen. Er wird das Gehalt erhöhen. Er will, dass ich die Kinder hole.« Am anderen Ende seufzte ihre Mutter tief. »Kind, sei vorsichtig.« Das Wort fiel schwer. »Nicht alle Reichen helfen, ohne etwas zu erwarten«, fuhr die Frau fort. »Du weißt das.« Anna sah die weiße Wand vor sich an. »Ja, ich weiß.« »Was fühlst du?« Anna schloss die Augen. »Ich fühle, dass es anders ist, aber ich habe auch Angst.« Ihre Mutter antwortete nicht sofort. »Angst schützt manchmal«, sagte sie schließlich, »aber sie kann dich auch daran hindern, eine Chance zu sehen.« Anna schwieg. »Ich möchte nicht, dass meine Kinder weit weg von mir aufwachsen«, flüsterte sie. »Aber ich möchte auch nicht, dass sie von jemandem abhängen, der seine Meinung ändern könnte.« »Dann sei nicht abhängig«, antwortete ihre Mutter. »Nimm Hilfe an, aber bewahre deine Würde.« Anna nickte, auch wenn ihre Mutter sie nicht sehen konnte. Nach dem Auflegen saß sie noch einige Minuten da und dachte an ihren Mann, an David, an den Tag, an dem sie ihn zur Baustelle gehen sah und er nie zurückkehrte. Die Baustelle, auf der David arbeitete, gehörte einem Subunternehmen. Sie erinnerte sich an den Namen, auch wenn sie ihn schon lange nicht mehr ausgesprochen hatte. Bau AG Alpenblick. Dieser Name bereitete ihr einen Schauer. Im Arbeitszimmer unterbrach Thomas seine Überprüfung. Er öffnete einen alten Ordner, einem Seitenfach, Dokumente vergangener Investitionen, Immobilienprojekte. Er suchte, ohne genau zu wissen was, bis er es fand. Einen Vertrag über eine Minderheitsbeteiligung an einer lokalen Baufirma, vor 3 Jahren unterzeichnet. Bau AG Alpenblick. Thomas runzelte die Stirn. Er erinnerte sich nicht an die Details des Projekts. Es war eine kleine Investition innerhalb eines breiten Portfolios gewesen. Sein Team war für die Überwachung zuständig. Er intervenierte selten direkt, doch der Name beunruhigte ihn. Er nahm das Telefon und wählte die Nummer seiner Assistentin. »Carmen, ich brauche alle Sicherheitsberichte der Bau AG Alpenblick der letzten 5 Jahre.« »Selbstverständlich, Herr Müller«, antwortete sie, überrascht von der unerwarteten Anfrage. Thomas legte auf und lehnte sich in seinen Stuhl zurück. Ein Verdacht begann Gestalt anzunehmen. Stunden später kehrte Roman ohne anzuklopfen ins Arbeitszimmer zurück. »Wir haben in 2 Stunden eine Besprechung mit den Investoren«, kündigte er an. Thomas hob den Blick nicht. »Sagen Sie sie ab.« Roman blieb unbeweglich. »Entschuldigung? Absagen? Verschieben? Thomas, das kannst du nicht.« Thomas hob den Blick mit neuer Entschlossenheit. »Doch, das kann ich.« Roman beobachtete ihn mit wachsender Besorgnis. »Handelst du impulsiv?« Thomas verneinte langsam. »Ich handle zum ersten Mal seit langem bewusst.« Roman seufzte. »Es hat mit der Angestellten zu tun?« Thomas schwieg. Das war Antwort genug. Roman fuhr sich mit der Hand übers Gesicht. »Du kannst das Geschäft nicht wegen einer traurigen Geschichte aufs Spiel setzen.« Thomas trat einen Schritt auf ihn zu. »Aber diese ist unter meinem Dach.« Die Worte hallten im Arbeitszimmer wieder. Roman schwieg. Währenddessen half Anna-Lena bei ihren Aufgaben im Spielzimmer. Das Mädchen zeichnete ein Haus mit Buntstiften. »Wo sind Mia und Leo?« fragte sie plötzlich. Anna lächelte zärtlich. »Im Wallis, mein Schatz.« Lena runzelte die Stirn. »Warum wohnen sie nicht bei dir?« Die Frage war direkt. Unschuldig. Anna atmete tief ein. »Weil Erwachsene manchmal weit weg arbeiten müssen, um ihren Kindern bessere Dinge bieten zu können.« Lena blieb nachdenklich. »Das ist nicht fair.« Anna streichelte ihr Haar. »Manchmal dauert es, bis das Leben fair wird.« Lena hob den Blick. »Mein Papa kann das in Ordnung bringen.« Anna spürte einen Kloß im Hals. »Dein Papa kann nicht alles in Ordnung bringen.« Doch tief drinnen fragte sich ein Teil von ihr, ob es vielleicht diesmal doch so war. Am Nachmittag kam Carmen ins Arbeitszimmer mit einem dicken Ordner. »Hier sind die Berichte der Bau AG Alpenblick«, sagte sie und legte ihn auf den Schreibtisch. Thomas öffnete den ersten.
Arbeitsunfallbericht. Name des Arbeiters: David Steiner. Thomas' Herz setzte einen Schlag aus. Datum: vor 2 Jahren. Ursache: Sturz von einem Gerüst ohne angemessenen Sicherheitsgurt. Thomas spürte einen Schauer über den Rücken laufen. Er las weiter. Interne Untersuchung wegen mangelnder Beweise eingestellt. Keine formale Entschädigung. Thomas knirschte mit den Zähnen. Seine Firma hatte eine Aktienbeteiligung an diesem Bauunternehmen. Er war nicht der Haupteigentümer, aber er war beteiligt. Er stand abrupt auf. Roman rief über die Gegensprechanlage: »Komm jetzt!« Roman trat Minuten später ein. Thomas warf ihm das Dokument auf den Schreibtisch. »Wusstest du davon?« Roman las schnell. »Unfälle passieren auf dem Bau.« Thomas sah ihn ungläubig an. »Es ist Annas Mann.« Roman hob den Blick und Thomas schlug auf den Schreibtisch. »Und wir sind Investoren in diesem Unternehmen.« Roman runzelte die Stirn. »Minderheitsbeteiligung. Wir führen keine Operationen durch, aber wir erhalten Gewinne.« Die Stille war dicht. Roman sprach in kaltem Ton. »Du kannst keine direkte Verantwortung übernehmen.« Thomas sah ihn fest an. »Ich spreche nicht von rechtlicher Verantwortung. Ich spreche von moralischer Verantwortung«, Roman seufzte. »Wenn du jede Investition unter diesem Kriterium überprüfst, wirst du das halbe Portfolio zerlegen.« Thomas schwieg. Vielleicht war genau das, was er tun musste. In dieser Nacht, während das Haus in die gewohnte Ruhe eintauchte, kehrte Anna in die Speisekammer zurück, nicht um sich zu verstecken, sondern nur um aufzuräumen. Sie blieb vor den vollen Regalen stehen. Sie erinnerte sich an die letzte Nacht. Sie empfand nicht mehr dieselbe Scham, aber eine wachsende Unruhe. Thomas erschien an der Tür. Sie drehte sich langsam um. »Herr Thomas«, er sah sie mit einer anderen Intensität an. »Ich muss mit Ihnen reden.« Anna spürte, wie ihr Herz schneller schlug. »Wegen heute Morgen?« Thomas verneinte. »Es ist wegen Ihres Mannes.« Annas Welt hielt inne. »Was ist mit David?« Thomas trat einen Schritt auf sie zu. »Ich habe einige Dokumente überprüft.« Anna spürte einen Schauer über ihren Körper laufen. »Welche Dokumente?« Thomas schluckte. Das Bauunternehmen, bei dem er arbeitete, hatte eine Beteiligung meiner Firma. Die Stille war absolut. Anna sah ihn an, als würde sie nicht verstehen. »Was bedeutet das?« Thomas hielt ihren Blick. »Dass ich indirekt beteiligt war.« Annas Ausdruck änderte sich. Die Angst wich etwas Tieferem. Schmerz und dann langsam unterdrückte Wut. »Wussten Sie es?« fragte sie mit gebrochener Stimme. »Nein«, antwortete er mit Bestimmtheit. »Aber das entbindet mich nicht.« Anna trat einen Schritt zurück. »Mein Mann starb, weil er keine Sicherheitsausrüstung hatte.« Thomas nickte. »Ich weiß. Und niemand hat uns geholfen.« Thomas ballte die Fäuste. »Das weiß ich auch.« Tränen begannen über Annas Wangen zu rollen. »Und jetzt?« fragte sie. »Werden Sie mir sagen, dass es Ihnen leid tut?« Thomas spürte das Gewicht der Schuld wie einen Stein in der Brust. »Nein, ich werde etwas tun.« Anna stieß ein bitteres Lachen aus. »Nach 2 Jahren?« Thomas hielt ihren Blick, ohne ihn abzuwenden. »Ja, auch wenn es spät ist.« Die Spannung erfüllte die Speisekammer. Anna atmete schwer. »Mein Mann vertraute diesem Unternehmen«, flüsterte sie. »Er glaubte, es sei sicher.« Thomas schloss einen Augenblick die Augen. »Ich vertraute auch«, gab er zu. Anna hob das Kinn. »Der Unterschied ist, dass Sie nichts verloren haben.« Dieser Satz traf ihn ins Mark, denn sie hatte recht, aber etwas änderte sich und die Vergangenheit, die begraben schien, begann Antworten zu fordern. Anna wischte sich die Tränen mit dem Ärmel ihrer Uniform ab. »Ich will kein Mitleid.« Thomas trat einen Schritt näher. »Ich biete Ihnen kein Mitleid an. Ich biete Ihnen Gerechtigkeit.« Das Wort hallte wieder, aber diesmal ging es nicht nur um Gehalt, es ging um Wahrheit. Und Wahrheit bedeutete, Interessen, Partner, Unternehmen, Verträge zu konfrontieren. Und wenn die Wahrheit beginnt, sich zu bewegen, erschüttert sie Strukturen. Und diese Struktur war Thomas Müllers Imperium. Was keiner der beiden noch wusste, war, dass die Bau AG Alpenblick kurz davor stand, einen neuen Millionenvertrag abzuschließen und dass das Aufdecken von Unregelmäßigkeiten viele zu Fall bringen könnte. Die Frage war nicht länger, ob Thomas bereit war, Anna zu helfen. Die Frage war, wie viel er bereit war zu verlieren. Und wenn ein Millionär beschließt, sein eigenes System herauszufordern, lässt der Krieg nicht lange auf sich warten. Die Speisekammer verstummte nach diesen Worten. Anna blieb regungslos. Ihre Augen glänzten vor unterdrückter Wut, während Thomas ihren Blick hielt, ohne ihn abzuwenden. Zum ersten Mal gab es keine Hierarchie zwischen ihnen, nur 2 Menschen, die einer Wahrheit gegenüberstanden, die zu sehr schmerzte. Was genau bedeutet das?
fragte Anna schließlich mit leiser, aber fester Stimme. Dass Sie Geld verdienten, während mein Mann ohne Sicherheit arbeitete? Thomas antwortete nicht sofort. Die richtigen Worte existierten nicht, nur die Wahrheit. Es bedeutet, dass ich in ein Unternehmen investierte, das ich nicht so überwachte, wie ich sollte, gab er zu, dass ich Berichten vertraute, ohne sie zu hinterfragen, und dass ich indirekt von einem System profitierte, das versagte. Anna schluckte. Das Gewicht der Jahre kehrte wie ein Schlag zurück. Versagt, wiederholte sie fast flüsternd. Es war kein Versagen, es war Fahrlässigkeit. Thomas spürte den Einschlag dieses Wortes. Fahrlässigkeit. Sie trat einen Schritt auf ihn zu, aber nicht als Untergebene, sondern als Witwe. Mein Mann starb nicht durch Pech. Er starb, weil jemand beschloss, an der Sicherheit zu sparen. Die Luft wurde schwerer. Thomas atmete tief ein. Ich weiß. Nein, Sie wissen es nicht, erwiderte sie bestimmt. Sie haben nicht gesehen, wie Sie ihn in ein Laken gewickelt brachten. Sie haben nicht gehört, wie meine Kinder fragten, warum Papa nicht aufwachte. Thomas senkte den Blick einen Augenblick, hielt ihn aber dann wieder. Ich habe es nicht erlebt, gab er zu. Aber das bedeutet nicht, dass ich jetzt nicht das übernehmen kann, was mir zusteht. Anna verneinte langsam. Was zusteht, ist schon vorbei. Dieser Satz war wie ein Urteil. Die Stille dauerte mehrere Sekunden an. Draußen zerriss das ferne Geräusch eines Autos, das in die Garage fuhr, die Spannung. Thomas sprach mit leiserer Stimme. Die interne Untersuchung wurde ohne formale Entschädigung abgeschlossen. Das hätte nicht passieren dürfen. Anna sah ihn überrascht an. Woher wissen Sie das? Ich habe die Berichte gelesen. Sie spürte, wie der Boden unter ihren Füßen schwankte. Ich hatte nie Zugang zu diesen Dokumenten. Thomas presste die Kiefer zusammen, weil jemand nicht wollte, dass sie sehen. Die Idee begann in Annas Kopf Gestalt anzunehmen. 2 Jahre lang hatte sie die offizielle Version akzeptiert. Unvermeidlicher Unfall, Pech, mangelnde Beweise. Doch nun, mit den Papieren in der Hand eines Mannes, der Zugang zur Macht hatte, begann sich die Geschichte zu ändern. Was genau haben Sie gefunden? Fragte Thomas. Er ging zum Ausgang der Speisekammer. Kommen Sie mit. Sie zögerte einen Moment, folgte ihm aber ins Arbeitszimmer. Beim Betreten spürte sie den Kontrast. Dunkles Holz, hohe Regale, gerahmte Diplome, ein Büro, das Autorität ausstrahlte. Thomas schloss die Tür, öffnete den Ordner auf dem Schreibtisch und drehte ihn zu ihr hin. Anna näherte sich mit unsicheren Schritten. Ihre Hände zitterten, als sie das Papier berührte. Arbeitsunfallbericht, David Steiner. Ihre Augen huschten schnell über die Zeilen. Fehlender zertifizierter Gurt. Unzureichende Überwachung. Unvollständige Wartungsprotokolle. Anna spürte, wie ihr die Luft wegblieb. Das wurde uns nicht gesagt, flüsterte sie. Thomas schüttelte den Kopf. Die Untersuchung wurde als Einzelfall abgeschlossen, aber interne Berichte zeigen mehrere frühere Warnungen bezüglich der Sicherheit. Anna hob langsam den Blick. Mehrere? Thomas nickte. Mindestens 3 frühere Berichte wiesen auf Risiken in der Gerüstkonstruktion hin. Annas Hände begannen stärker zu zittern. Also wussten sie es, sagte sie fast stimmlos. Manche schon, und niemand hat etwas getan. Thomas schwieg. Dieses Schweigen war Antwort genug. Anna spürte eine Welle der Wut in ihrer Brust aufsteigen. Mein Mann starb, weil jemand beschloss, keine neuen Gurte zu kaufen. Thomas schloss einen Augenblick die Augen. Es ist möglich. Das Wort möglich war wie Salz in einer Wunde. Möglich? Wiederholte sie ungläubig. Sie haben Beweise? Thomas sah sie ernst an. Ich habe Anzeichen. Aber um sie in formale Beweise umzuwandeln, brauchen wir eine externe Prüfung. Anna trat einen Schritt zurück. Prüfung? Ja. Und das bedeutet, Unregelmäßigkeiten aufzudecken, die laufende Verträge beeinträchtigen können. Anna verstand sofort. Und das würde ihr Unternehmen betreffen? Thomas zögerte nicht. Ja. Sie beobachtete ihn schweigend. Warum also tun Sie es? Thomas sah sie an, als wäre die Antwort offensichtlich. Weil das Richtige nicht immer das Bequeme ist. Anna spürte, wie etwas in ihr zerbrach. Jahrelang hatte sie gelernt, dass Mächtige immer das Bequeme wählten. Und ihr Bruder, fragte sie, schien nicht einverstanden. Thomas stieß einen leichten Seufzer aus. Roman denkt in Zahlen. Das tat ich auch lange Zeit. Und jetzt? Thomas sah das Dokument auf dem Schreibtisch an. Jetzt sehe ich einen Namen, den ihres Mannes. Die Stille erfüllte den Raum erneut. Anna ließ sich auf den Stuhl vor dem Schreibtisch fallen. Wenn Sie diese Untersuchung einleiten, wird es Konsequenzen geben. Thomas nickte. Für alle, auch für mich. Ja. Anna atmete tief ein. Ich möchte nicht, dass Sie Ihr Unternehmen wegen mir verlieren. Thomas hob den Blick.
Es wäre nicht ihre Schuld. Es wäre wegen einer Wahrheit, die vor Jahren hätte angegangen werden müssen. Anna presste die Lippen zusammen. Und wenn sie nichts beweisen können? Thomas hielt ihren Blick. Dann werden wir es zumindest versucht haben, Gerechtigkeit zu schaffen. Das Wort tauchte wieder auf, doch diesmal hatte es ein anderes Gewicht. Vom Flur her waren eilige Schritte zu hören. Die Tür öffnete sich ohne Vorwarnung. Roman trat mit strengem Ausdruck ein. Was ist hier los? Sein Blick traf Anna direkt, die vor dem Schreibtisch saß. Warum sitzt sie in deinem Büro und überprüft vertrauliche Dokumente? Thomas stand auf. Weil diese Dokumente von ihrem Mann sprechen. Roman runzelte die Stirn. Das ist Wahnsinn. Anna versuchte aufzustehen, doch Thomas hob eine Hand. Bleiben Sie sitzen. Roman trat einen Schritt vor. Du kannst persönliche Angelegenheiten nicht mit strategischen Investitionen vermischen. Thomas antwortete mit fester Ruhe. Es sind keine persönlichen Angelegenheiten. Es sind ethische Angelegenheiten. Roman stieß ein ironisches Lachen aus. Ethik zahlt keine Gehälter. Thomas sah ihn mit einer Entschlossenheit an, die Roman noch nie gesehen hatte. Aber mangelnde Ethik kann alles zerstören. Roman knirschte mit den Zähnen. Wenn du diese Prüfung einleitest, können die Mehrheitsaktionäre sich zurückziehen. Dann sollen sie es tun. Der Satz schlug ein wie eine Bombe. Roman schwieg. Bist du bereit, Millionen für eine Angestellte zu riskieren? Thomas antwortete ohne zu zögern. Ich bin bereit, Millionen für ein Leben zu riskieren, das als entbehrlich behandelt wurde. Roman beobachtete ihn lange, dann sprach er in kaltem Ton. Wenn du das tust, zählst du nicht mehr auf mich. Thomas hielt den Blick. Ich verstehe. Roman verließ das Arbeitszimmer mit einem Knall. Die zurückbleibende Stille war schwer. Anna sah Thomas an. Ich möchte nicht der Grund für einen Streit zwischen ihnen sein. Thomas verneinte. Der Streit ist nicht wegen ihnen, er ist wegen der Art und Weise, wie wir die Dinge gehandhabt haben. Anna atmete tief ein. Was werden Sie jetzt tun? Thomas nahm das Telefon. Noch heute einen unabhängigen Prüfer kontaktieren. Anna spürte eine Mischung aus Angst und Hoffnung. Das kann Monate dauern. Thomas nickte. Aber es wird heute beginnen. Sie sah ihn intensiv an. Wenn das schief geht, können Sie viel verlieren. Thomas sah sie mit neuer Gelassenheit an. Vielleicht muss ich etwas verlieren, um zurückzugewinnen, was zählt. Die Worte ließen sie sprachlos zurück. Stunden später, während der Prüfer kontaktiert wurde und die ersten Schritte eingeleitet wurden, schien das Haus äußerlich ruhig. Doch im Inneren bewegte sich alles. Lena rannte, ohne anzuklopfen, ins Arbeitszimmer. »Papa, darf ich dir etwas zeigen?« Thomas kniete sich hin, um sie auf Augenhöhe anzusehen. »Na klar, Prinzessin.« Sie zeigte ihm eine Zeichnung. Es war ein großes Haus mit 3 Figuren davor. Einem Mädchen, einer Frau mit Schürze und einem Mann. »Das sind wir«, sagte sie lächelnd. »Anna wohnt auch hier.« Anna, die mit besorgtem Ausdruck an der Tür stand, spürte, wie ihr Herz stockte. Thomas sah die Zeichnung schweigend an. Das Bild war einfach, aber mächtig. »Warum hast du Anna hier gezeichnet?« fragte er. Lena sah ihn an, als wäre die Frage absurd. »Weil sie sich um uns kümmert.« Die Unschuld des Mädchens machte die Botschaft klar. Anna spürte Tränen in den Augen. Thomas sah die Zeichnung an, während sich in ihm eine Entscheidung formte. Es ging nicht nur um rechtliche Gerechtigkeit, es ging um Familie, doch nicht jeder würde diese Entscheidung gutheißen. Noch am selben Nachmittag erhielt Roman einen Anruf von einem der Hauptpartner der Baufirma. »Uns wurde mitgeteilt, dass Müller eine externe Prüfung beantragt«, sagte die Stimme am anderen Ende. »Stimmt das?« Roman blickte aus dem Fenster seines Büros. »Ja, das könnte regulatorische Probleme verursachen.« Roman schwieg. »Wenn das so weitergeht, wird es Konsequenzen für alle haben«, warnte der Partner. Roman presste das Telefon zusammen. »Ich weiß.« Er legte langsam auf. Er wusste, dass Thomas eine Grenze überschritt. Und wenn jemand Mächtiges eine Grenze überschreitet, versuchen die anderen, ihn aufzuhalten. In dieser Nacht kehrte Anna in ihr kleines Zimmer zurück, setzte sich aufs Bett und sah das Stoffarmband mit den Initialen M und L an, ihren Kindern. Sie dachte über das Geschehene nach, sie dachte an David. Sie dachte an die Möglichkeit, dass die Wahrheit endlich ans Licht kommen würde. Aber sie dachte auch an die Gefahr, denn Korruption in einem großen Bauunternehmen aufzudecken, war kein Spiel. Es konnte Repressalien nach sich ziehen, und Thomas war bereit, sich ihnen zu stellen. Die Frage war sie bereit für das, was kommen würde? Denn wenn die Wahrheit beginnt, sich ihren Weg zu bahnen, gibt es kein Zurück mehr. Die Prüfung begann schneller, als alle erwartet hatten. 2 Tage nach jenem Gespräch in der Speisekammer traf ein externes Team in den Zentralbüros der Bau AG Alpenblick in Zürich ein.
Sie kündigten keine Skandale an, weckten keine öffentlichen Verdächtigungen. Sie kamen in diskreten Anzügen, mit geschlossenen Aktentaschen und einer detaillierten Liste von Anfragen. Wartungsprotokolle, Sicherheitsverträge, interne Berichte vor dem Unfall von David Steiner. Die Nachricht fiel wie ein Stein in einen ruhigen See. Im Sitzungssaal des Bauunternehmens blickte der operative Leiter, Urs Wenger, mit gerunzelter Stirn auf die Dokumente. »Wer hat das genehmigt?« fragte er mit trockener Stimme. »Müller«, antwortete einer der Anwälte. Er forderte eine sofortige Überprüfung. Urs presste die Kiefer zusammen. Das war nicht in den Vereinbarungen. Er ist Minderheitsaktionär. Er hat das Recht, eine außerordentliche Prüfung zu beantragen, wenn es Anzeichen für Unregelmäßigkeiten gibt. Urs trommelte sanft mit den Fingern auf den Tisch. Das kann uns zerstören. Währenddessen versuchte Anna in der Villa, die Routine aufrechtzuerhalten, als würde nichts geschehen. Sie bereitete das Essen zu, ordnete die Zimmer, half Lena bei den Aufgaben. Doch ihre Gedanken waren woanders. Jedes Mal, wenn Thomas' Telefon klingelte, beschleunigte sich ihr Herzschlag. Jedes Mal, wenn sie seinen angespannten Ausdruck beim Verlassen des Arbeitszimmers sah, spürte sie, wie sich die Vergangenheit wie ein unvermeidliches Gewitter näherte. An diesem Nachmittag rief Thomas sie erneut ins Arbeitszimmer. Sie trat mit der gleichen Nervosität wie immer ein. Doch nun war da etwas mehr. Erwartung. »Gibt es Neuigkeiten?« fragte sie leise. Thomas sah sie ernst an. »Ja.« Die Stille wurde schwer. Die Prüfer haben etwas Wichtiges gefunden. Anna spürte, wie ihr die Luft wegblieb. »Was denn?« Thomas drehte den Laptop-Bildschirm zu ihr. Interne E-Mails, Kommunikation zwischen Vorgesetzten Wochen vor dem Unfall. Anna näherte sich langsam, las eine Zeile, die sie erschaudern ließ. Gurte ersetzen bedeutet Verzögerungen und zusätzliche Kosten, aktuelle Ausrüstung bis zur nächsten Phase beibehalten. Das Datum war klar. Einen Monat vor Davids Tod führte Anna eine Hand zum Mund. »Sie wussten es«, flüsterte sie. Thomas nickte mit ernster Miene. Es gab formale Warnungen über den Verschleiß der Ausrüstung. Sie beschlossen, die Investition aufzuschieben. Annas Beine zitterten. Sie ließ sich auf den Stuhl fallen. »Mein Mann starb, um Geld zu sparen.« Der Satz war fast unhörbar, aber stark genug, um etwas Ei im Arbeitszimmer zu zerbrechen. Thomas setzte sich ihr gegenüber. »Das ist nicht mehr nur Fahrlässigkeit, es ist Vertuschung.« Anna sah ihn mit Augen voller zurückgehaltener Tränen an. »Was wird jetzt passieren?« Thomas atmete tief ein. »Wenn die Prüfer die direkte Verantwortung bestätigen, kann der Fall rechtlich wieder aufgerollt werden.« Sie spürte einen inneren Schock. »Nach 2 Jahren?« »Ja, mit neuen Beweisen ist das möglich.« Anna schloss die Augen. 2 Jahre lang hatte sie sich gezwungen zu akzeptieren, dass es ein unvermeidlicher Unfall war. Sie wiederholte sich diese Version, um weiterzumachen, um nicht vor Wut verrückt zu werden. Und jetzt würde die Wahrheit eine Wunde öffnen, die nie geschlossen war. »Wenn das ans Licht kommt«, sagte sie langsam, »kann das Unternehmen schließen.« Thomas hielt ihren Blick. »Es kann Verträge verlieren. Es kann Klagen gegenüberstehen. Und Sie auch.« Die Stille kehrte zurück. Anna senkte den Blick. »Ich möchte Ihr Leben nicht ruinieren.« Thomas verneinte bestimmt. »Mein Leben wird nicht ruiniert, weil ich die Wahrheit ans Licht bringe. Es würde ruiniert, wenn ich sie ignoriere.« Sie beobachtete ihn mit einer Mischung aus Dankbarkeit und Angst. »Warum tun Sie das wirklich?« fragte Anna. Thomas brauchte einen Moment, bevor er antwortete. »Weil ich in jener Nacht in der Speisekammer etwas verstanden habe. Es ging nicht nur um Hunger, es ging um Würde. Und wenn ich davor die Augen verschließe, werde ich weiterhin Teil desselben Systems sein, das den Tod ihres Mannes zugelassen hat.« Anna spürte, wie die Tränen endlich entkamen. »Ich wollte nur, dass jemand anerkennt, dass es nicht seine Schuld war«, flüsterte sie, »dass es kein Versehen von David war.« Thomas nickte. Es war nicht seine Schuld. Diese Überzeugung war wie ein schmerzhafter Balsam, doch die Atmosphäre war weit davon entfernt, sich zu beruhigen. Noch in derselben Nacht trat Roman mit alarmiertem Ausdruck ins Arbeitszimmer. »Die Partner sind wütend«, kündigte er an. »Urs Wenger droht damit, dich wegen Reputationsschadens zu verklagen.« Thomas rührte sich nicht. »Dann soll er es tun.« Roman sah ihn ungläubig an. »Das kann in die Medien gelangen. Vielleicht sollte es das auch.« Roman trat einen Schritt vor. »Bist du bereit, das zu einem nationalen Skandal zu machen?« Thomas antwortete mit fester Gelassenheit. »Wenn das bedeutet, dass nicht mehr Arbeiter sterben, weil an der Sicherheit gespart wird.« »Ja.« Roman beobachtete ihn lange. »So habe ich dich noch nie gesehen.« Thomas senkte kurz den Blick. »Ich mich auch nicht.« Anna, die vom Flur aus unfreiwillig zuhörte, spürte eine Mischung aus Schwindel und Entschlossenheit.
Die Wahrheit kam ans Licht, doch mit jeder Enthüllung stieg das Risiko. Und irgendwo in Zürich tätigte Urs Wenger dringende Anrufe, suchte Verbündete und versuchte, das Unvermeidliche aufzuhalten. Denn wenn Geld im Spiel ist, wird Moral zur Bedrohung. Und nun hatte die Bedrohung einen Namen: David Steiner. Die Frage war nicht länger, ob es Fahrlässigkeit gab. Die Frage war, wer noch Bescheid wusste und wer bereit wäre zu lügen, um Aller zu schützen. Der Druck begann sich wie ein konstanter Puls in der Villa Müller anzufühlen. Er war nicht sichtbar. Es standen noch keine Journalisten vor der Tür. Noch gab es keine Schlagzeilen. Doch Thomas' Telefon klingelte unaufhörlich. Und jeder Anruf brachte dieselbe als Ratschlag getarnte Warnung. Denken Sie gut nach, das kann sich gegen Sie wenden. Es sind zu viele Interessen involviert. Doch es war nicht mehr nur eine Geschäftsangelegenheit. Es war der Name David Steiner in einem offiziellen Dokument. Es war eine Entscheidung, die Jahre zuvor das Sparen über das Leben gestellt hatte. An diesem Morgen kehrten die Prüfer mit einem vorläufigen Bericht zurück, der viel aussagekräftiger war, als Thomas erwartet hatte. Im Arbeitszimmer war die Atmosphäre dicht. Anna war anwesend, diesmal auf ausdrückliche Anweisung von Thomas, nicht als Angestellte, sondern als betroffene Partei. Der Hauptprüfer, ein Mann im grauen Anzug namens Stefan Kuhn, öffnete seinen Ordner. Wir haben mehrere Unregelmäßigkeiten festgestellt, sagte er mit technischer, aber fester Stimme. Nicht nur Fall von Herrn David Steiner. Thomas runzelte die Stirn. Worauf beziehen Sie sich? Stefan legte mehrere Dokumente auf den Tisch. Es gab mindestens 4 frühere Unfälle auf derselben Baustelle. Alle im Zusammenhang mit Versagen der Sicherheitsausrüstung. Keiner wurde offiziell den Arbeitsbehörden gemeldet. Anna spürte einen Schauer über den Rücken laufen. 4? Flüsterte sie. Ja, antwortete Stefan. Und bei 2 davon gab es schwere Verletzungen. Thomas schloss einen Augenblick die Augen. Das war keine isolierte Tragödie mehr, es war ein Muster. Wer genehmigte die Entscheidungen über das Sicherheitsbudget? Fragte Thomas. Stefan blätterte eine Seite um. Der operative Leiter, Urs Wenger. Aber wir fanden auch E-Mails, in denen er die Notwendigkeit erwähnt, die von den Investoren geforderten Rentabilitätsmargen aufrechtzuerhalten. Die Stille fiel wie eine Last. Thomas verstand, was das bedeutete. Es war nicht nur operatives Versagen, es war finanzieller Druck. »Beziehen Sie sich auf uns?« fragte er mit kontrollierter Stimme. Stefan hielt seinen Blick. Ihr Unternehmen gehörte zu den Aktionären, die eine vierteljährliche Renditesteigerung forderten. Die Luft schien aus dem Arbeitszimmer zu entweichen. Anna sah Thomas an. Nicht mit Hass, sondern mit Zerstörung. Thomas spürte einen inneren Schlag, stärker als jeden zuvor. »Sie sagen, dass der Rentabilitätsdruck die Reduzierung der Sicherheitskosten beeinflusst hat?« fragte er. »Es ist sehr wahrscheinlich«, antwortete Stefan. »Die E-Mails legen das klar nahe. Eines der Dokumente wurde Anna zugeschoben. Sie nahm es mit zitternden Händen. Sie las einen unterstrichenen Satz. Wenn wir die Betriebskosten nicht anpassen, werden die Investoren ihre Unterstützung entziehen. Das Datum war 2 Wochen vor dem Unfall. Anna spürte, wie sich die Welt neigte. Also war es nicht nur der Direktor, sagte sie mit kaum hörbarer Stimme. Es war ein ganzes System. Thomas konnte ihren Blick diesmal nicht halten, weil er etwas Verheerendes verstand. Obwohl er keinen direkten Befehl unterschrieben hatte, obwohl er nicht auf der Baustelle anwesend war, hatte das System, das er mit aufgebaut hatte, den Druck erzeugt, der David schließlich tötete. Die Stille dauerte mehrere Sekunden an. Rechtlich gesehen, fuhr Stefan fort, liegt die direkte Verantwortung bei der operativen Geschäftsführung, aber medial und ethisch kann dies eskalieren. Thomas nickte langsam. Empfehlung. Wenn Sie fortfahren, müssen Sie auf einen Rechtsstreit vorbereitet sein und darauf, dass Ihr Name in Schlagzeilen neben dem Fall erscheint. Anna hob den Blick. Schlagzeilen, wiederholte Stefan. Er sah sie respektvoll an. Ja, das ist nicht mehr nur eine interne Prüfung. Als der Prüfer sich zurückzog, herrschte Stille im Arbeitszimmer. Thomas stand am Fenster und blickte auf den makellosen Garten, der jetzt ironisch wirkte. Anna saß noch immer da, das Dokument noch in den Händen. Sie wussten es nicht, sagte sie schließlich und durchbrach die Stille. Thomas antwortete nicht sofort. Ich wusste es nicht, gab er zu, aber ich war Teil des Räderwerks. Anna atmete tief ein. David vertraute ihrem Unternehmen. Dieser Satz war wie eine Klinge. Thomas schloss die Augen. Ich vertraute darauf, dass meine Partner ethisch handelten. Anna hob das Kinn. Der Unterschied ist, dass sie nichts verloren haben. Dieser Satz durchbohrte ihn, denn sie hatte recht, aber etwas änderte sich, und die Vergangenheit, die begraben schien, begann Antworten zu fordern. Werden Sie weitermachen?
Thomas wandte sich ihr zu. Ja, auch wenn Sie mich anklagen. Ja, auch wenn ich Verträge verliere. Ja. Anna beobachtete ihn lange schweigend. Dann ist das nicht mehr nur wegen meines Mannes. Thomas verneinte sanft. Nein, es ist wegen all der Arbeiter, die noch da sind. In diesem Moment klingelte das Telefon. Thomas sah auf den Bildschirm. Urs Wenger. Müller, sagte Urs mit angespannter Stimme. Wir müssen reden, ich höre. Sie gehen zu weit. Thomas antwortete nicht. Die Prüfung hat bereits die Arbeitsbehörden erreicht, fuhr Urs fort. Wissen Sie, was das bedeutet? Dass die Wahrheit ans Licht kommt, antwortete Thomas mit fester Ruhe. Urs stieß ein bitteres Lachen aus. Die Wahrheit zahlt keine Millionenentschädigungen. Thomas presste das Telefon zusammen. Lügen kosten Leben. Es herrschte eine schwere Stille am anderen Ende. Wenn Sie weitermachen, ziehe ich Sie mit mir, warnte Urs. Sie werden dabei nicht sauber herauskommen. Thomas sah Anna an. Ich suche nicht danach, sauber herauszukommen. Ich suche danach, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Er legte auf. Anna spürte das Gewicht der Drohung. Das ist nicht nur ein verärgerter Geschäftsmann, sagte sie. Das ist jemand mit Macht. Thomas nickte. Und die Macht fühlt sich unwohl, wenn sie exponiert wird. In dieser Nacht erschien die erste Nachricht auf einem digitalen Portal. Bau AG Alpenblick, unter Untersuchung wegen möglicher Unregelmäßigkeiten bei der Arbeitssicherheit. Der Name David Steiner erschien im Artikel. Anna las es in ihrem kleinen Zimmer. Ihre Hände zitterten. Zum ersten Mal war der Name ihres Mannes nicht von dem Wort Unfall begleitet, sondern von dem Wort Untersuchung. Tränen rollten über ihr Gesicht. Es war nicht nur Schmerz, es war Wiedergutmachung. Im Obergeschoss ging Roman in seinem Büro auf und ab. Das ist eine Katastrophe, murmelte er. Thomas trat ohne anzuklopfen ein. Es ist keine Katastrophe, es ist eine Konsequenz. Roman sah ihn frustriert an. Die Partner ziehen vorsorglich Kapital ab. Dann sollen sie es tun. Du könntest Millionen verlieren. Thomas näherte sich. Wenn diese Millionen auf solchen Schweigen aufgebaut sind, dann sind sie nichts wert. Roman beobachtete ihn schweigend. Ich hätte nie gedacht, dass du das sagen würdest. Thomas atmete tief ein. Ich auch nicht. Unten im Esszimmer zeichnete Lena erneut. Anna setzte sich neben sie. Warum weinst du? Fragte das Mädchen unschuldig. Anna lächelte schwach, weil sich traurige Dinge manchmal ein wenig zum Besseren wenden. Lena neigte den Kopf. Ist es wegen deines Mannes? Anna nickte. Ja. Das Mädchen nahm ihre Hand. Mein Papa hat gesagt, er wird das Richtige tun. Anna blickte zum Arbeitszimmer. Sie wusste, dass diese Entscheidung viele Dinge zerstören konnte, aber sie wusste auch, dass es kein Zurück mehr gab. Noch in derselben Morgendämmerung traf ein neuer Bericht in Thomas' E-Mail ein. Der Prüfer hatte etwas weiteres gefunden. Ein als vertraulich gekennzeichnetes internes Dokument, ein Memorandum, in dem Urs Wenger warnte, dass externe Prüfungen der Sicherheitsbedingungen zu einer gemeinsamen Verantwortung mit Investoren führen könnten, die auf Rentabilitätsmargen drängten. Thomas spürte einen trockenen Schlag. Gemeinsame Verantwortung. Das schloss ihn ein, und diesmal nicht als Zuschauer, sondern als Akteur. Er sah das Dokument lange an. Er wusste, dass, wenn er es öffentlich machte, die Auswirkungen für das Bauunternehmen, für seine Firma, für seinen Ruf verheerend wären, aber er wusste auch, dass es ihn genau zu dem machen würde, was er immer kritisiert hatte, wenn er es verheimlichte. Anna klopfte sanft an die Tür des Arbeitszimmers. »Darf ich herein?« Thomas nickte. Sie trat ein und bemerkte den ernsten Ausdruck auf seinem Gesicht. »Was ist los?« Thomas drehte den Bildschirm zu ihr. »Das hier.« Anna las das Memorandum langsam. Als sie fertig war, hob sie den Blick. »Also waren Sie doch beteiligt?« Thomas nickte mit brutaler Ehrlichkeit. Indirekt aber ja. Die Stille wurde ewig. Anna atmete tief ein. »Was werden Sie tun?« Thomas sah sie fest an. »Es annehmen.« Das Wort fiel wie eine definitive Erklärung. Anna spürte, wie der Boden unter ihren Füßen verschwand. Denn diese Entscheidung würde alles ändern. Nicht nur ihre Geschichte, sondern die eines Mannes, der bereit war, sich seinem eigenen Imperium zu stellen. Und wenn ein Millionär beschließt, die Strukturen zu zerstören, die ihn stützen, bebt die Welt. Doch die Wahrheit beginnt endlich zu atmen. Die Nachricht brach wie ein Donnerschlag im Morgengrauen herein. Aktionär räumt finanziellen Druck, im Zusammenhang mit der Reduzierung von Sicherheitsmaßnahmen bei Bau AG Alpenblick ein. Der Name Thomas Müller erschien in nationalen Schlagzeilen. Manche nannten ihn mutig, andere nannten ihn unbesonnen. Manche beschuldigten ihn direkt der Heuchelei,
Doch was niemand wusste, war, dass dieses öffentliche Geständnis nicht einfach gewesen war. In der Nacht zuvor hatte Thomas stundenlang vor einer Kamera gesessen, eine Botschaft aufgenommen, ohne Berater, ohne Anwälte, Sätze korrigierend, nur er und die Wahrheit. Mein Name ist Thomas Müller. Er hatte mit fester, aber aufrichtiger Stimme begonnen. Jahrelang war ich Teil eines Systems, das Rentabilität über Sicherheit stellte, obwohl ich keinen direkten Befehl unterschrieb. Ich erkenne an, dass der von den Investoren erzeugte finanzielle Druck zu Entscheidungen beigetragen hat, die Leben kosteten, darunter das von David Steiner. Als er diesen Namen öffentlich aussprach, änderte sich etwas in ihm. Es war nicht mehr eine Zahl in einem Bericht, es war ein Mann, ein Ehemann, ein Vater. Die Übertragung wurde innerhalb von Stunden viral. In der Villa war die Atmosphäre angespannt. Roman ging mit dem Telefon am Ohr auf und ab. Wir verlieren Verträge, murmelte er angespannt. 3 haben bereits gekündigt. Thomas hörte zu, ohne zu reagieren. Merkst du, was du getan hast? Rief Roman schließlich. Du hast vor dem ganzen Land Verantwortung zugegeben. Thomas sah ihn mit Gelassenheit an. Moralische Verantwortung zuzugeben. Das reicht aus, damit Anwälte Klagen einreichen. Dann sollen sie einreichen. Roman sah ihn ungläubig an. Du könntest alles verlieren, was wir aufgebaut haben. Thomas atmete tief ein. Wenn das, was wir aufgebaut haben, auf ungerechtem Schweigen beruht, dann verdient es vielleicht zu fallen. Die Stille zwischen den Brüdern war lang. Ich erkenne dich nicht wieder, murmelte Roman. Thomas senkte für einen Moment den Blick. Ich mich auch nicht früher. In der Küche sah Anna die wiederholte Übertragung auf dem kleinen Fernseher, den die Angestellten benutzten. Sie hörte ihren eigenen Namen erwähnt. Anna Steiner, Witwe des verstorbenen Arbeiters. Ihre Hände zitterten. Sie hätte nie gedacht, dass Davids Geschichte aus den Schatten treten würde. Sie hätte nie gedacht, dass der mächtigste Mann des Hauses vor Kameras treten und ihren Namen mit Respekt nennen würde. Lena rannte herein. Anna, mein Papa ist im Fernsehen. Anna lächelte schwach. Ich weiß, mein Schatz. Das Mädchen sah auf den Bildschirm. Er sagt die Wahrheit, oder? Anna nickte. Er sagt die Wahrheit, aber die Wahrheit bringt nicht nur Erleichterung, sie bringt Konsequenzen. Noch am selben Nachmittag berief Urs Wenger eine Pressekonferenz ein. Mit fester Geste bestritt er die direkte Verantwortung und kündigte an, dass das Bauunternehmen rechtliche Schritte gegen Thomas wegen schädlicher und unbegründeter Äußerungen einleiten werde. Der Konflikt war nicht mehr privat, er war öffentlich, und wenn Macht exponiert wird, reagiert sie. In der Villa parkte ein dunkles Auto vor dem Haupttor. Ein Mann im Anzug stieg mit einem Ordner in der Hand aus, ein Gerichtsdiener. Roman nahm das Dokument mit bleichem Gesicht entgegen. Klage auf Schadenersatz, kündigte er mit trockener Stimme an. Ich hab's dir gesagt. Thomas nahm den Umschlag, ohne zu zittern. Anna beobachtete aus der Ferne, mit beklommenem Herzen. Ich möchte nicht, dass Ihnen das Leben ruiniert, flüsterte sie, als sie allein waren. Thomas sah sie mit unerwarteter Ruhe an. Mein Leben war bereits ruiniert, ich wusste es nur nicht. Sie runzelte die Stirn. Er hatte Erfolg, Geld, ein solides Unternehmen. Thomas verneinte sanft. Und ich war leer. Anna schwieg. Die Nacht, in der ich sie in der Speisekammer sah, fuhr er fort. Da verstand ich etwas. Es war nicht nur ihr Hunger, es war meine Gleichgültigkeit. Anna spürte, wie die Worte ihr durch die Brust gingen. Ich wollte nicht, dass sie sich schuldig fühlen, sagte sie. Thomas sah sie fest an. Ich fühle mich nicht schuldig, weil ich Mitgefühl empfinde. Ich fühle mich verantwortlich, weil ich es vorher nicht empfunden habe. Das Telefon klingelte erneut. Diesmal war es ein nationaler Sender, der ein Live-Interview anfragte. Thomas akzeptierte. Roman sah ihn verzweifelt an. Willst du dich weiter exponieren? Thomas nickte. Ja. Stunden später saß Thomas in einem Fernsehstudio in Zürich einem Journalisten gegenüber. Herr Müller, begann sie, warum übernehmen Sie Verantwortung, wo Sie es rechtlich vermeiden könnten? Thomas hielt den Blick. Weil Legalität nicht immer mit Gerechtigkeit übereinstimmt. Sind Sie bereit, finanzielle Konsequenzen zu tragen? Ja. Und persönliche? Thomas atmete tief ein. Ich trage bereits die Konsequenz, zu lange gelebt zu haben, ohne meine Entscheidungen zu hinterfragen. Das Interview endete mit einem Satz, der zum Trend wurde. Es geht nicht darum, Geld zu verlieren. Es geht darum, Menschlichkeit zurückzugewinnen. Währenddessen sah Annas Mutter I.M. Wallace mit Tränen in den Augen fern. Kind, flüsterte sie ins Telefon, als Anna anrief. Zum ersten Mal erkennt jemand an, dass David nicht schuld war. Anna weinte schweigend. Ja, Mama, endlich. Doch der Druck nahm weiter zu. Aktionäre begannen, Kapital abzuziehen.
Die Aktien von Thomas' Unternehmen fielen an der Börse. Roman konfrontierte ihn erneut. Das ist ein freier Fall. Thomas sah die Zahlen auf dem Bildschirm an. Vielleicht mussten wir fallen, um anders wieder aufzustehen. Roman blieb sprachlos. In der Nacht ging Thomas in Lenas Zimmer. Das Mädchen war wach. »Papa, bist du traurig?« Thomas setzte sich neben sie. »Ein bisschen. Weil sie dich im Fernsehen ausschimpfen?« Thomas lächelte sanft. »Nicht genau. Warum dann?« Thomas nahm ihre kleine Hand. »Weil das Richtige zu tun manchmal wehtut.« Lena sah ihn mit kindlicher Ernsthaftigkeit an. »Aber du sagst mir immer, ich soll die Wahrheit sagen.« Thomas spürte einen Kloß, im Hals. »Und das tue ich.« Das Mädchen umarmte ihn. »Dann bin ich stolz auf dich.« Dieser Satz war mächtiger als jeder verlorene Vertrag. Unten im Personalzimmer saß Anna auf dem Bett, das Stoffarmband zwischen ihren Fingern. Sie dachte an David. Sie dachte daran, wie er ihr immer gesagt hatte, dass es wichtig sei, in Würde zu leben. Sie dachte an Thomas, der sich der Welt stellte, und verstand etwas. Dies war nicht nur Gerechtigkeit für ihren Mann. Es war Transformation. Im Arbeitszimmer unterzeichnete Thomas Dokumente mit Entschlossenheit. Interne Umstrukturierung, Schaffung eines permanenten Arbeitssicherheitsfonds für alle verbundenen Unternehmen, obligatorische, externe Überwachung. Roman beobachtete ihn schweigend. »Wirst du wirklich das ganze Modell ändern?« Thomas nickte. »Ja. Das wird die Gewinne reduzieren. Dann reduzieren wir die Gewinne.« Roman seufzte tief. »Ich hätte nie gedacht, dass ich Prinzipien über Gewinne stellen müsste.« Thomas hob den Blick. »Ich hätte nie gedacht, dass ich verstehen würde, dass Gewinne ohne Prinzipien nichts bedeuten.« Draußen begann die Presse, die Meinungen zu spalten. Einige Unternehmer kritisierten seine Haltung, andere begannen, ihre eigenen Praktiken zu überprüfen. Die Welle war nicht mehr aufzuhalten. Und inmitten dieses Sturms hörte Anna auf, sich unsichtbar zu fühlen. Nicht wegen Ruhm, sondern weil Davids Leben als wertvoll anerkannt wurde. In dieser Nacht ging Thomas zur Speisekammer. Er blieb an der Tür stehen, erinnerte sich an die erste Szene, die Frau, die auf dem Boden saß, den Teller mit Resten, die Scham, und verstand, dass dieses Bild der Anfang von allem war. Anna erschien hinter ihm. »Denken Sie an jene Nacht?« fragte sie sanft. Thomas nickte. »Ja, ich auch.« Sie sahen sich schweigend an. »Danke«, sagte Anna schließlich. Thomas verneinte sanft. »Danken Sie mir nicht dafür, dass ich getan habe, was ich von Anfang an hätte tun sollen.« Anna atmete tief ein. »Trotzdem danke.« Die Stille war nicht mehr angespannt. Sie war menschlich. Der Rechtsstreit hatte gerade erst begonnen, die finanziellen Verluste waren real, aber etwas Größeres geschah. Ein Mann hörte auf, nur Millionär zu sein. Er lernte, gerecht zu sein. Und wenn Gerechtigkeit zu einer Entscheidung wird, ändert sich die Bedeutung von Macht. Doch was keiner der beiden noch wusste, war, dass die größte Prüfung nicht der wirtschaftliche Niedergang sein würde, sondern die Bedrohung, die von denen kommen sollte, die nicht bereit waren zuzulassen, dass die Wahrheit weiter voranschreitet. Die Drohung kam eine Woche nach dem nationalen Interview. Sie war nicht öffentlich, nicht legal, sie war still. Ein Umschlag ohne Absender erschien in Thomas' Büro. Darin ein einziges Blatt, mit kalten Buchstaben bedruckt. Ziehen Sie sich jetzt zurück, oder Sie werden mehr als Geld verlieren. Thomas hielt das Papier lange, ohne etwas zu sagen. Er war nicht naiv. Er wusste, dass das Berühren großer Interessen immer Konsequenzen hatte. Doch die Bedrohung geschrieben, konkret, direkt gerichtet zu sehen, war anders. Roman war der Erste, der sprach, als er die Nachricht las. »Das ist nicht mehr nur Reputation«, sagte er leise. »Das ist gefährlich.« Thomas nickte. »Ich weiß. Du könntest hier aufhören«, beharrte Roman. »Du hast genug getan. Fehler zugegeben. Du hast den Sicherheitsfonds geschaffen. Du musst dich nicht völlig zerstören.« Thomas blickte aus dem Fenster des Arbeitszimmers. Der Garten war immer noch makellos. Die Außenwelt schien ruhig. »Wenn ich jetzt aufhöre, zeige ich Ihnen, dass Einschüchterung funktioniert.« Roman schwieg. Unten in der Küche verspürte Anna eine seltsame Unruhe. Sie hatte gelernt, die Energieveränderungen im Haus zu lesen. An diesem Morgen war die Luft angespannt. Thomas kam mit dem Umschlag in der Hand die Treppe herunter. »Ich muss mit Ihnen reden«, sagte er sanft. Anna ließ das, was sie tat. Sie setzten sich ins Esszimmer, denselben Ort, wo alles begann, sich zu verwandeln. Thomas legte das Papier auf den Tisch. Anna las es langsam. Ihr Gesicht erbleichte. »Das ist wegen mir«, flüsterte sie. Thomas verneinte. »Es ist wegen dem, was wir tun.« Anna presste die Hände zusammen. »Ich möchte nicht, dass Ihnen oder Ihrer Tochter etwas deswegen zustößt.« Thomas sah sie fest an. Lena wird nicht in einer Welt aufwachsen,
in der ihr Vater aus Angst zurückweicht. Anna spürte einen Kloß in der Brust. Aber es stehen mächtige Leute dahinter. Ich weiß. Die Stille war lang. Werden Sie die Drohung melden? Fragte sie. Ja, und das tat er auch. Er legte den Brief den Behörden vor und machte ihn öffentlich. Die Geste erzeugte noch mehr Medienresonanz. Manche nannten ihn unbesonnen, andere begannen, ihn offen zu unterstützen. Mehrere Arbeitsorganisationen boten Unterstützung an und etwas Unerwartetes geschah. Andere Arbeiter begannen zu sprechen. Anonyme E-Mails erreichten die Staatsanwaltschaft. Zeugenaussagen von Bauarbeitern, die ähnliche Drücke auf anderen Baustellen bestätigten. Die Geschichte hörte auf, nur die von David Steiner zu sein. Sie wurde zu einem Symbol. Währenddessen schwächte sich die finanzielle Situation von Thomas' Unternehmen ab. Fallende Aktien, suspendierte Verträge. Roman sah sich ständigen Anrufen wütender Investoren gegenüber. Eines Nachts, erschöpft, trat Roman ohne anzukündigen ins Arbeitszimmer. Wir stehen kurz vor dem Kollaps, sagte er mit gebrochener Stimme. Thomas hob den Blick. Wie viel? Roman atmete tief ein. Wenn das so weitergeht, müssen wir einen Teil der Gruppe verkaufen. Die Stille war schwer. Thomas schloss für einen Moment die Augen. Sein ganzes Leben hatte er daran gearbeitet, dieses Imperium zu erweitern. Jetzt war er bereit, es schrumpfen zu sehen. Tun Sie es, sagte er schließlich. Roman sah ihn überrascht an. Wirklich? Tut es dir nicht weh? Thomas dachte einige Sekunden nach. Es würde mir mehr wehtun, Anna in die Augen zu sehen und zu wissen, dass ich zurückgewichen bin. Roman senkte den Blick. Ich weiß nicht, ob ich so stark bin wie du. Thomas legte eine Hand auf seine Schulter. Es geht nicht um Stärke. Es geht darum, zu wählen, welche Art von Mann du sein willst. Währenddessen sahen Mia und Leo I. M. Wallace mit ihrer Großmutter fern. Mama ist wieder in den Nachrichten, sagte Mia. Die Großmutter lächelte mit verhaltenem Stolz. Dein Papa wäre stolz. In Zürich änderte ein unerwarteter Anruf den Lauf der Dinge. Es war die Arbeitsstaatsanwaltschaft. Herr Müller, wir haben genügend Beweise, um ein Strafverfahren gegen Urs Wenger und mehrere operative Verantwortliche einzuleiten. Thomas schloss die Augen. Es beinhaltet die Überprüfung der geteilten Verantwortung von Investoren. Es herrschte eine kurze Stille am anderen Ende. Thomas wusste, was das bedeutete. Sein Name würde weiterhin mit dem Fall verbunden sein, aber es bedeutete auch etwas Größeres, echte Gerechtigkeit. Als er auflegte, suchte er Anna. Er fand sie im Garten, wie sie Lena half, Blumen zu pflanzen. »Anna«, rief er sanft. Sie stand auf. »Ist etwas passiert?« Thomas nickte. »Der Fall wird offiziell wieder aufgerollt. Es wird ein Strafverfahren geben.« Anna blieb unbeweglich. Ihre Hände begannen zu zittern. »Wirklich?« »Ja.« Anna führte eine Hand zur Brust. 2 Jahre Schweigen. 2 Jahre, in denen sie eine Version akzeptierte, die ihr immer unvollständig vorgekommen war. Nun bewegte sich endlich die Gerechtigkeit. Tränen begannen über ihr Gesicht zu rollen. Thomas sagte nichts. Er blieb einfach da. Anna kniete sich vor das Mädchen, weil manchmal, mein Schatz, der Schmerz lange braucht, um eine Antwort zu finden. Aber wenn sie kommt, heilt es ein bisschen. Lena umarmte sie. Dieses Bild prägte sich in Thomas' Gedächtnis ein. Eine Frau, die in seiner Speisekammer Hunger gelitten hatte, umarmte nun seine Tochter, während die Justiz begann zu handeln. Wochen später wurde Urs Wenger förmlich vorgeladen. Die internen Dokumente kamen ans Licht. Der finanzielle Druck wurde aufgedeckt. Die geteilte Verantwortung wurde in den Akten anerkannt. Thomas akzeptierte öffentlich seinen moralischen und wirtschaftlichen Anteil. Er zahlte der Familie von Anna eine direkte Entschädigung, jenseits jeder gerichtlichen Verpflichtung, doch er tat es privat, ohne Kameras, ohne Presse. Eines Tages rief er Anna ins Arbeitszimmer. Auf dem Schreibtisch lagen juristische Dokumente und eine kleine Schachtel. Die offizielle Entschädigung wird durch das Gerichtsverfahren kommen, sagte er. Das hier ist unabhängig davon. Anna öffnete die Schachtel. Darin war ein Eigentumsvertrag, eine Wohnung in Zürich auf ihren Namen und den ihrer Kinder. Anna sah ihn sprachlos an. Es ist keine Wohltätigkeit, stellte Thomas klar. Es ist Wiedergutmachung. Und es ist auch eine Möglichkeit sicherzustellen, dass Mia und Leo bei ihnen leben können. Anna brach in Tränen aus. Ich weiß nicht, wie ich das danken soll. Thomas verneinte sanft. Danken Sie mir nicht. Ich baue auch etwas wieder auf. Und es stimmte, denn während das Finanzimperium schrumpfte, baute sich sein persönliches Leben wieder auf. Er verbrachte mehr Zeit mit Lena, hörte mehr zu, sah mehr hin. Eines Sonntags, Monate später, war die Villa nicht mehr dieselbe. Sie hatten einen Teil der Unternehmensgruppe verkauft. Das Tempo war ruhiger,
Anna wohnte nicht mehr im Personalzimmer. Ihre Kinder waren in Zürich angekommen. Mia spielte im Garten mit Lena. Leo rannte einem Ball hinterher. Thomas beobachtete die Szene von der Terrasse aus. Roman näherte sich. »Wir haben viel verloren«, sagte er. Thomas nickte. »Ja, aber du hast auch etwas gewonnen.« Thomas blickte nach unten, wo Anna mit den Kindern lachte. »Ja«, Roman seufzte. »Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Ende möglich wäre.« Thomas lächelte leicht. »Ich auch nicht.« An diesem Nachmittag, während die Sonne über Zürich unterging, näherte sich Anna Thomas. »Mia möchte Ihnen etwas sagen«, sagte sie. Das Mädchen trat schüchtern heran. »Danke, dass Sie meiner Mama geholfen haben.« Thomas kniete sich hin, um auf ihre Höhe zu kommen. »Danke, dass Sie mir vertraut haben.« Das Mädchen lächelte, und in diesem Moment verstand Thomas etwas mit absoluter Klarheit. Geld baut Mauern, aber Empathie baut Brücken. In dieser Nacht, als alle schliefen, kehrte Thomas in die Speisekammer zurück. Er stand an der Tür und erinnerte sich an das Bild, das sein Leben verändert hatte. Eine Frau, die sich versteckte, um Reste zu essen. Eine kleine Szene, ein fast unsichtbarer Moment, aber genug, um ein ganzes System in ihm zu stürzen. Er atmete tief ein und verstand die letzte Lektion. Manchmal brauchen wir keine große Tragödie, um uns zu ändern. Manchmal reicht es aus, demjenigen direkt in die Augen zu sehen, den wir immer ignoriert haben. Denn wahre Macht liegt nicht darin, wie viel man besitzt, sondern darin, wie sehr man bereit ist, sich zu wandeln. Wenn man entdeckt, dass man sich geirrt hat und dass wahrer Reichtum nicht in Zahlen gemessen wird, sondern in der Fähigkeit, Fehler anzuerkennen, Verantwortung zu übernehmen und die Menschlichkeit über die Angst zu stellen. Wenn diese Geschichte etwas im Herzen hinterlässt, dann dies. Unterschätzen Sie niemals die Wirkung einer kleinen Geste des Bewusstseins, denn eine im Stillen getroffene Entscheidung kann ganze Schicksale verändern. Und manchmal beginnt die größte Veränderung, wenn wir aufhören, nach oben zu schauen und anfangen, denen in die Augen zu sehen, die immer vor uns waren.